Oh, absolute Synchronität, Mr. Timmy Boy. Absolute Synchronität. Grüß dich daheim, ich hoffe, du hörst das. Wenn nicht, dann hilft's auch nicht, lass euch zurücklaufen. So, und hör mich selber, das war einmal das Wichtigere. Kruzifix nochmal. Was hat denn der YouTube momentan wieder? Die Woche zurücklaufen. So, und hör mich selber. Schau, das ist gut. Das ist gut. Da kann ich eigentlich. Es ist ein bisschen dumm, dass man vorher einen Ton nicht ausmachen kann. Dann darf man sich jetzt mal selber hören, aber das ist eh wurscht. H, B! Evans, Bierger, 20 Uhr, Micke! So sieht's aus hier drin, du. Grüß mal einen Haufen, da mir nichts passiert. Hau die Herren, einen Riesenmike, einen Heller, einen Mechatronics, an das Umsatzglück. Merci an das Gürkel für die Vordernation, an den Sebi, an den Animal Soul, an die Farbdose, an den Robert De Niro, an den Heller, an das Real Gürkel, an den Hitze, an den Leutrauschkuhl, an den Forest Squad, an den Zack! Und dann von hinten an den Umsatzglück. Warum eigentlich so hektisch? Heute haben wir richtig gemütliches Spiel. Glaube ich. Wo eine? Stadi! In die Ingrid. Partygesicht. Ingrid! Was war da gleich wieder? An was muss ich jetzt gerade denken, wie ich an den Namen Ingrid denke? War das nicht diese geistig behinderte Indeed-Werbung? Haben sie schon geschafft, was sie reichen wollten. Stadi, merci dir. Warte mal, merci für 24 Monate. 2 Jahre sind voll. Auf die nächsten 8. Merci dir. Wetten, das wird besser als Assassin's Creed Shadows. Gut, da ist es nicht recht für dabei, wenn man es später nicht mag. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Von mir, was ist denn 5-fach F? Nehmen wir es einfach 5-fach F. Arne Chat, schönen Abend, wünsche dir Bürger Herr Reinisch. Wünsche ich Ihnen auch. Liebe Sepp! Heute, Herr Bürger, ist ein schöner Stream. Morgen kommt endlich die neue Grafikkarte, eine RTX 580. Dann ist der neue PC endlich komplett. Geil, dann kannst du reinzocken in die Ingrid. Rein in die Ingrid! Herr Löwensepp, merci dir, Kuss auf Duss. Herr Lorenz, merci für 20 Monate, aber die Ehre zurück. Wir schauen mal aus. Löffler, gerade noch rechtzeitig. Robert De Niro, Lemminge Wann. Schauen wir mal, sehen wir dann schon. Jemand, der Rheinisch heißt. Ja, springe ich aber auch gerade drüber nachdenkt. Aber ich habe dann das I gerade noch gelesen und habe mir gedacht, nein, sag's nicht. Sag's einfach nicht. Sag's einfach nicht. Der ist wirklich uralt und ich habe letztes Mal gesagt, ich habe meiner Oma schon auf den Arsch geschaut. Timboy! Frale, Eddie! Du lässt da halbe zurücklaufen, glaube ich. Ja, das glaube ich. Timboy, gib's zu. Das ist mir aber ein Rätsel, warum ihr mich seht und ich mich selber nicht. Oder? Flo! Mehr ist ja den 5 Euro und 8. Das ist das 8. Mal schon. Gespannt, wie weit das noch gehen. Zappelsepp! Da oben ist ein Staunsen. Herr Zappel! Welcome to the Vollbier Squad. So schaut's aus. Jetzt wieder Mitgliedschaft, ab in den Chat, habe ich der Zappel. Ja, jetzt wird's immer besser, ich merke schon. Ihr fangt schon lange an, bevor ich irgendwas sage. So ist recht. So ist recht. Einmal reingegrüßt in den Haufen. Jetzt Zappel, merci dir. Hansi, merci dir. Das war die instabile Ingrid aus Resi 8. Wer war denn das gleich wieder? Wer waren die scheiß Ingrid? War das nicht von den 2 Dichter von der Vampir-Tussi? 3 Dichter, glaube ich, waren's. Apropos Resident Evil, wann kommt endlich ein nice Resident Evil? Was ist da los? Da haben wir jetzt, ja, haben wir mit irgendeinem Resident Evil Ding beglückt worden und das Jahr habe ich doch nicht mehr ein Release-Datum von irgendwas. Bloß irgendwelche Vermutungen und angeblichen Leaks von irgendwelchen Resident Evil 8, Reboot der Serie, bla bla bla, irgend so ein Mist. Gib mir mal Teil 1, Remake, wir's 2, nice. Oder Resident Evil Zero, das ist eines der ganz wenigen, die ich früher nur mal angezeigt habe, aber mir an gar nichts mehr erinnern kann. Ah, nimm ja Remake. Und dann habe ich jetzt drauf, nimm Resident Evil 9. Wo? Resident Evil 9, wo? Weißt du, irgendetwas bei mir aussieht. Wer braucht Resi, wenn Assassin's Creed Shadows hat? Ja, du brauchst ja kein Resident Evil mehr, weil normalerweise nimmst du eine Konsole oder deinen PC und wirfst uns ein Fenster aussehen. Ah, ich glaube, Zocken ist nichts für mich. Ein Remake von Code Veronica war halt geil. Das ist auch so diese Ableger-Dinger von Resident Evil, die habe ich alle gespielt, aber die waren alle einfach nicht so geil. Ich weiß nicht warum, da sind Hauptcharaktere nicht vorkommen drin und Hauptcharaktere sind für mich Jill, Chris, Leon, Claire. Das sind eigentlich für mich die 4 Hauptcharaktere, alles andere ist mir wurscht. Der Chris, ja, aber ich wollte vorher schon mal kurz anmerken, vielleicht ist der Chris halt auch da. Der hat letztes Jahr so geschwärmt von dem Zeichenstil. Ja, und da ist er. Zerfix schon wieder Oktober! Ja, sagen wir uns ehrlich. Es ist creepy. Ah, es ist nicht so, oh mein Gott, ich krieg einen Schlaganfall von lauter, ich weiß nicht, à la Medicine. Es ist halt gruselig und brutal zeichnet. Was ziemlich cool ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir wirklich, also ich glaube, wie oft haben wir das letztes Jahr gemacht? Ich glaube, wir haben letztes Jahr 2-mal dieses 1 Euro Kackspiele-Ding gemacht. Und
da waren 9, jeweils 5 Spiele, glaube ich, und da waren 9 absolutäre Schrottspiele. Also wirklich absolute. War nicht mehr lustig. Wenn ich mich richtig erinnert. War einfach nicht mal lustig. Und eins war dabei, das war Creepy Tale. Da haben wir direkt drauf den zweiten Teil gespielt, weil es wirklich ein gutes Spiel war. Mal was anderes. Wer hätte gedacht, dass uns sowas taugt? Der Timmy Boy schon wieder. Nein! Nicht doch. Schluss. Herr Russe! Habe die Ehre, voller Stolz gestern ein Buch über Bloody Mary auf Amazon veröffentlicht. Was? War das jetzt gerade indirekt Werbung? Sag's, was es ist. Sag's, was es ist. Gib's wenigstens zu. Merci dir. Hanuta, Creepy Tale, Liebe! Und weißt du, was ich gesehen hab? Dabei? Da gehen wir jetzt schon mal in die Steam hinein. In die Steam. Dann, wenn ich da nämlich Creepy Tale eingib, dann habe ich gesehen, dass da noch einen 4. Teil gibt. Nämlich Creepy Tale Some Other Place. Der ist letztes Jahr im Mai rausgekommen. Ha! Soll heißen? Soll heißen? Sie wissen, was das heißt. Hanuta, mehr für einen Restart, mehr für 25 Monate. Gut, geil! Können wir im Oktober bitte ein SpongeBob Horror Game? Es gibt ein SpongeBob Horror Game? Was? Gut, geil, Sepp, merci dir. Warte mal schnell. Wie heißt das? SpongeBob Horror. Warte mal. SpongeBob Horror. Nein, da finde ich nichts. Finde ich nichts. Das ist ein Arschloch! Das ist ein Arschloch! Wer war denn dieser? Brücke! Mehr so ein Zwiel. Ich weiß, du magst die subtilen Hinweise nicht. Also, ja, es geht jetzt zum Geburtstag, brauche ich nicht weiterlesen. Brücke, alle auf den Brücke drauf und eine Bierstunde ja, auf Geburtstag. Brücke, merci dir, alles Gute. Daran, merci für 3 Monate. So, nach Ende Süß-Sauer gibt's Zeit. Nach Ende Süß-Sauer gibt's Zeit ein gutes Game. Was war? Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob du vielleicht halt tatsächlich Ente süß-sauer gegessen hast. Oder das einfach ein subtiler Hinweis war. Ein subtil rassistischer Hinweis auf Assassin's Creed Shadows. Ich glaube, das war wurscht. Daran mehr als für 3 Monate. Schmiedmax! Chris aus Stetten am kalten Arsch vom Schmiedmax. Wie? Wo ist das Stetten, Alter? Warum ist da keiner mehr bei uns? Ich weiß nicht. Schmiedmax mehr als für 44 Monate. Kuss auf das Nuss. Der Kind Zione schreibt, heute wird super schwierig. Wieso wird super schwierig? Ist der 3. Teil noch schwer? Ich weiß nicht, wir haben ja letztes Jahr in Creepy Teil sehr aufgestorben. Der ist für einen horrenden Anteil letztes Jahr für einen Depth-Counter verantwortlich. Und nächsten Montag wird es übrigens kein Mac nicht besser, weil da werden wir uns Split Fiction anschauen. Ob man das meint, das muss gescheit gut sein, also laut Bewertungen, das ist ein EA-Spiel, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schauen wir mal, ob wir das in einem Zug durchhacken oder ob wir da machen wir 2, 3 Streams, ein bisschen eine Pause, spielen wir was anderes, dann kommen ein paar andere Spiele und dann spielen wir irgendwann weiter, das sehen wir dann schon. Der Kind Zione schreibt, weil in dem bläden Creepy Tales 3 gibt es keine gescheite Hinweise nicht. Leider sucht es gleich mal Komplettlösung für Birkwert. Wir werden sehen. Ich versuche alles an Pro-Gaming auszukreien, wo ich auskreien kann. So wie es ist. So wie es ist. Stetten AKM ist auf der Schwäbischen Alb. Ich weiß genauso wenig, wo das ist. Irgendwo am Arsch der Welt halt einfach. Ja. Ich sag's auch freiwillig, wie es ist. Ja. Ich sag's freiwillig, wie es ist. Da lüge ich nicht. Es ist mir scheißegal, wo Stetten ist. Geil, wie schaut es denn eigentlich dann mit Resident Evil 9 aus? Geil, wie hast du zugehört? 2 Sekunden, was ich gesagt habe. Wie viel Halbe hast du denn schon wieder drin? 15. 3 Hände voll. Sag. Creepy Tale 2 ist ziemlich genau ein Jahr her. Ja, stimmt. Das glaube ich haben wir auch letztes Jahr so im März, April, so im Übergang, kurz vor der Zeitumstellung gespielt. Birger, gibt es ja eigentlich ein Five Nights at Freddy's? Gute Frage, schauen wir mal. Vielleicht im Horror-Oktober. Wir haben damals einen kurzen Ableger letztes Jahr im Horror-Oktober probiert. Das war absoluter Schrott irgendwie. Habe ich irgendwie nicht verstanden. Haben wir das? Haben wir das tatsächlich gespielt oder beten wir bloß ein, dass wir das gespielt haben? Soweit ist schon. Herzlichen Glückwunsch. Sag mal, kannst du einen Schmidbauer machen? Das ist ein guter. Herr von hinten, der wird aber auch nicht alt. Der wird auch nicht alt. Echt? Im Jetzt war das schon. Ich hätte gemeint, das war im Sommer. Nein, das war noch vor der Zeitumstellung, glaube ich. Weil normalerweise mag ich so etwas finstere Spiele dann eigentlich nicht mehr spielen, wenn es um 10 Uhr hell ist. Laut Liste haben wir es nicht gespielt, nur einen Trailer geschaut. Dann haben wir gespielt, war ein Schmarrn. Sprengi. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob unsere Community-Protokollantin liegt oder der zweite.
Da muss ich feiern wegen an der Abstimmung. Ich bin. So! Sie Neues! Eingespielt wird jetzt Mistviech! Da hat er das verdammte Spiel. Und da wird das, der Schropp. Der Schropp haut einen rein. Mit 53 Monaten. Schmilbaumwolle! Ich hoffe halt so viel. Ich hab mir das ja damals einmal angeschrieben. Spiel startet schon übrigens. Fangen wir gleich an. Wir haben wir damals ja. Nicht so laut. Snooze Benny! 55 Monate, der bin noch. Oh, der zurück, merci wieder Resub. Da haben wir letztes Jahr dann auch noch mit dem Schmidbauer Mani, habe ich natürlich ein bisschen umeinander recherchiert, wer das ist, weil mir irgendjemand gesagt hat, das ist irgendjemand auf Instagram und so. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja, das ist einer der Kettensong Summit und so ein Scheiß. Und ein FC Bayern Pulli in die Kamera halt und so. Ohne das jetzt irgendwie best zu meinen, aber was anderes fällt mir nicht ein. Ich glaube, dass der halt ein wenig hängen geblieben ist. Und deswegen hoffe ich, dass das nicht irgendwie da umschwappt und dann gleich anfangen, den zum Verarschen, weil das war das Letzte eigentlich. So, Schluss jetzt! Ton aus! Maul! So, bin ich da schon drin? So, Creepy Tales, Collectible Gamebook. Wo sind wir? Aha, müssen wir in die Settings was machen. Ich würde mal sagen, auf alle Fälle, der wir mal Espanol, Deutsch, das hört sich doch noch mal gut an und den Sound machen wir ein bisschen leiser, weil ich mich selber nicht mehr her. Apply. Müssen wir nochmal erlernen. Bei Creepy Brothers. Ich hoffe, die hören niemals auf, Spiele zu machen, dann können wir nämlich jedes Jahr eins spielen. Das ist voll gut. Spiel ein bisschen lauter da gerade. Licht, laut, Ton, dunkel. Ja, passt. Ja, habe ich schon richtig gehört. Ist jetzt besser. Ist besser so. Fußball ist ja sehr ein Krampf. Das ist wirklich wahr. Okay, das muss ja jeder selber wissen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Weiter Bachelor. Das Sammelbuch für den Spiel. Okay. Als eine Bestrafung für ihre Taten gerät Ingrid in die Hölle. Weißt du, was mir da so gut gefällt? Da diese Gebrüder Grimm alte deutsche Märchen-Style, obwohl das glaube ich keine Deutschen sind, die das machen. Als die für ihr Herz hungernde Dunkelheit den Weg bahnt, kommt sie zur Entsühnung. Aber ihr Schicksal ist in ihren Händen. Und dann sitzt, wir spielen das mit einem Mädel, glaube ich, und oben sitzt man im Topf drin. Das kann nur gut werden. So, Steuerung, Impressum, weiß nicht, für was wir Impressum brauchen, fangen wir an. Den wir gar nicht lange an. Oh Gott, schon wieder zu. Oh, da ist Crack-Eule. Ja, und da ist der Crack-Reiher. Was das alles heißt, ich wähle einen Speicherstand. Kapitel 1, das Brot! Kapitel 1, das Brot. Fangen wir an, den wir gar nicht lange an. Spielen. Stat. Artstyle, so wunderschön. Oh, look at those lovely cheeks and those eyes. I was created to experience all of life's joys. Ingrid, be a dear and go visit your granny and bring her some fresh bread. She'll be so happy to see you. Fine, give it here. Schaut aber grimmig, die Ingrid. Außerdem für schwere Rätsel habe ich euch Pancakes on dabei. the table when I get back. Of course, my dear. And do spend some time with your granny. Have a chat. She's so lonely. Yeah, I'll stick around and chat. Warum haben wir mir so ein kleines garstiges Arschlochkind? Ingrid, was ist da los? Ein bisschen Angie. Ingrid. Ich kann jetzt sonst nichts mehr, ich hab da einmal springen können, oder nicht? Dann kann man nicht jetzt. Ja, wieder ein Schwammerl an die Bande und ich mir jetzt hier nicht mit. Schmeckt das Brot vielleicht ein bisschen besser. Kann ich irgendwie laufen oder so? Was sind da schon wieder zwischen die Beine? What a gross puddle. I don't want to stain my new shoes in that dirt. Mann, wieso müssen wir mir mit einem Arschlochkind spielen? Was ist das? Was? Wir haben das Braut ins Gesicht. Was ist denn das da? Keine Ahnung, schaut aus wie gehäuteter Riesenpimmel. Verwenden ein Laib Weißbrot. Na, wir tauchen jetzt. Nein, nicht.
Okay. war kein so langes Kapitel, muss man jetzt mal sagen. Kapitel 2. Die Bierbrauerei. Das wird immer besser, Alter. Mir fallen wir jetzt da natürlich in den Topf ein. Oder ist es unsere Oma? What's going on? Where am I? Hey, you! Monster! I'm talking to you! What is this place? Here we go. Kids are the worst. No respect for their elders. Nicer kids don't end up down here. So where am I? You're in a brewery in a swamp. There goes being neat and tidy. I wanted to keep my shoes clean, and now my clothes are all ruined. Was denn, jetzt bin ich einfach da, oder was? Are you gonna boil the... Where are you off to? I want to go home this instant. Ich will nichts mit. Come here, sweetie. You'll Ja, Bayer, ja, die gibt's. wonderful statue. Findest du in der Playlist? Gibt sogar eine eigene Creepy Tale Playlist, glaube ich. Nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. So, jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst, was die Alte sagt. I want to go home. Come here, sweetie. You'll make for a wonderful... Okay. Darf man wenigstens da hingehen? Oh, was ist das für ein kleines Arschlochvieh? What a greedy creature. There's no tearing it away from that bowl. Just like my dog Strudel. Der Hund heißt Späne, heißt der Strudel. Strudel ist allerdings ein guter Name für... Ah ja, da kann man ein bisschen runtergehen. Seht ihr da noch was? Es ist wirklich stockfinster. So go see the merchant and step up. I'd rather grow it myself. Oh, da haben wir was da. His prices like no one's business. I don't like him. Was genau bringt das? Kann ich da irgendwie drehen an dem Ding? Ja, kann ich. Okay, wir brauchen mal irgendwas aus diesem Dings da. Offensichtlich. Offensichtlich. Das schaut mir irgendwie an, als könnte man kurbeln. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast, mir das gibt keinerlei Hinweise. Schauen wir mal, was da drin ist. Of a child. I prefer kids as soup. Da ist ein Stecker am Boden. Kann ich den nehmen? Nein, kann ich nicht. My Da kann ich die... Nein, nicht! Ich laber mich nicht jetzt, bevor jetzt da. Typische Brauerei. So, ja. So, jetzt labern wir mich noch mit ihr. Take me home. Now! Hey, Swamp Monster! Where's the exit? What's with the yelling? If you ended up here, that means you're getting eaten. Das versetzt uns in keinerlei Panik, dass uns die ins Gesicht sagt, du kommst nicht mehr heim und So, du wirst jetzt are you gegessen. gonna boil that girl? Oh, she's too arrogant. She'd ruin the broth. Warte mal, was labern die? About heading Ach, Moment mal, da ist ein Radl. Make it too bitter, Nehmen wir I'm mal das Radl. afraid. what about Schauen wir jetzt Where am I meant to find any of them now? mal so. Aha. Das ist die Frage, was wir mit den Sachen sollen. Ich habe noch keinerlei Hinweis, was wir irgendwie brauchen könnten. Auf den ganzen Flaschen ist eine Hopfenpflanze, eine Hopfenblüte drauf. Ich schätze mal, dass wir entweder irgendwas in den Topf reinwerfen müssen oder ihm, dem kleinen Arschloch, da was zum Fressen geben müssen. Die Frage ist, warte mal, schauen wir mal, was sagt man What dazu? a greedy creature. remember the Okay. tasty soup you made Und schon sind wir lost! a while back? Kruzifix! Oh yeah, that was some good reach. Keine Ahnung, ich kann es da natürlich durchprobieren, warte mal. Ran that one. And I'm all out. Okay, es war wieder mehr Dusel als Verstand.
are you running off to? Come see younger Granny. Oh, komm ich da jetzt vorbei, möchtest du sagen? Oder ich kann das Ding da klauen? Ja. Ah, schau hier. Gross. Was ist das? Gickelhacks. Wegwerfen, mitnehmen. Halte die linke oder rechte Taste gedrückt, um auszuwählen. Nehmen wir das mit. Boah, das ist ja mies. Wie kann ich... Das ist ja mies, wenn du das wegwirfst. Was ist dann? Also, wie oft werden wir jetzt das probieren müssen, da umeinander zum Drehen? Nein, nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Aber egal. Probieren wir es nochmal. Ah, kann man nicht nehmen. Nochmal eins drehen. Dann werden wir nochmal draufdrücken. Das probieren wir lieber gleich, bevor wir tausendmal umeinander pümmeln, dann wissen wir wenigstens, dass wir es nicht nehmen können. Nö. Mal dran. Das ist La. Vielleicht bringt das was. Warte mal. Ne. Ah, ich kann das so auch dran. Okay. Okay. Vielleicht sollte ich meinen Belly einmal weg da, damit ihr vielleicht auch was seht. Ja, jetzt haben wir dann gleich alle. Probieren wir jetzt schnell durch, safe nicht. Ja, kann man auch nichts da. Nochmal treten. Nochmal treten. Und dann glaube ich, war das letzte da, diese komische Scheiße, wie heißt die Harry Potter Wurzeln, die schreien? Okay, da gibt es also nichts. Was werden die Hexen wohl sagen? Wenn wir da einfach einmal jetzt so machen. Ich darf jetzt einmal vorschlagen, ich tue jetzt da nicht dahin hingehen. Ich muss ja runterlassen und nicht aufhören. Wenn ich jetzt noch hingehe, bin ich gefickt. Probieren wir es da mal. Nicht natter, nicht natter, nicht natter. Jetzt sind wir da mal. Was genau macht denn das für einen Sinn? Noch einmal auf. Das verstehe ich nicht. Devil! The elevator has been taken over by a monster. Will mir einen Chicken McNugget geben? Einen Hähnchenschenkel werfen? Näher kommen und füttern? Ja, den werft man lieber. Ich bin für Werfer. Da rein. Bist du jetzt zufrieden? Bist du zufrieden? Das schaut mir jetzt nicht so. Muss man noch was holen? Muss man noch was holen? Ja, ob man noch mit etwas anderem interagieren kann. Aber anscheinend nicht. Was kann man dem neu werfen? Ich kann ja da nichts mehr nehmen. Da hinten gibt es auch nichts mehr. Jetzt ist die Pflanze. Der braucht die Made vom Drehrad. Franes, die hab ich ja schon. Herr Tropex, erst Bier, hau ich den zurück. So, jetzt pass auf. Können wir mit dem Lara-Ding irgendwas machen? Who knows? Da ist aber sonst da wirklich kein einziger Hinweis, was irgendwie... Wollen wir da dahinter gehen? Wollen wir in den Topf einspringen? Da warten noch mehrere so Gickelhaxen. Vielleicht kann ich es einfach überfordern und dann ist es wurscht. Ich kann natürlich jetzt einfach mal einen Topf riskieren und probieren, dass wir da reingehen. Ich probiere es jetzt mal. Okay, wir haben schon wieder sauber zu kompliziert denkt, meine Damen und Herren. Kapitel 3, der Wasserfall. Wir wissen noch nicht mehr, ob es uns überhaupt gefressen hat, wenn wir hingingen.
Das Spiel ist gespeichert. Verriss mich auch nicht. Jetzt bin ich wahrscheinlich zurückgehen, bin ich hier. Ah, das ist der aus dem ersten Teil, oder? Hey, newbie, wanna play? Play what? A funny game. And if you win, you get to go back home. And if I don't? You're Nate gonna... Gregor is lost. Although I personally never liked him from the start. Maybe that's why. So who even are you? I don't have a name. I'm Moloch, just like all my brothers. Mlö. Are there a lot of you? Hashtag Mlö. But I am the only one who likes to play. So, does this game of yours have any kind of rules? The rules are simple. Act as you see fit. And who decides who wins? Not me, that's for sure. Don't be scared. You'll get the hang of things as you go. It's not like you have a choice anyway. Creepy. You're not a very friendly bunch here, are you? And you're no angel yourself, Ingrid. Otherwise, you wouldn't have ended up here. Also bei der deutschen Synchro, da meine ich, hat der KI-Sepp wieder hingegangen. Already? Höflich antworten, grob antworten. Wir haben ein ganz Arschlochkind, darum bin ich jetzt mal für grob antworten. Of course I do. This place is creepy, and it totally reeks. You see that waterfall? That's a portal to your world behind it. You can go anytime you like. Wir haben doch And angelangt. that's it? Sounds easy peasy. It couldn't be simpler. Give it a go. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass uns der kleine Fleischknädel verarschen möchte. Nice and hot, right? I guess you're full of bile. In dir mit IE. Check it out. The waterfall marked you up. Drücke die Taste RB, um deine Hände anzusehen. Ach du Scheiße. What are was? these numbers? Your sins are on the left, and your good deeds are on the right. And what am I meant to do with this? Just be yourself. Oh, okay. 7-0 für Bayern. Was? Okay. Okay. Hinweis an uns, es sind da schon Leute gestorben, wir haben mal weitergegeben, haben wir schon mal besser wie der Rest. Ah, du Kacke. Müssen wir jetzt Springer üben oder was passiert? Ich schätze, rechts bleibt bei 0. What? Doof, ja. Richtig. Zeit. Auf den Dinger sind Zahlen. 3, 4 und dann 2. Auch das für einen Sinn verstehe ich nicht. Ich kann da weder nach links drücken noch nach rechts. Nur irgendwas, ich kann einfach nur auf A drücken und dann springt's um. Ich mein, was. Okay, ich kann natürlich in eine Richtung schauen. Muss ich. Warte, ich probiere jetzt einfach was aus. Ich habe eine Vermutung. So, da ist jetzt der Zweier, da fallen wir runter. Ich springe jetzt wieder zurück. Und jetzt kann ich auf die Plattform 5.
Ich muss immer eins, also von 3 auf 4 oder von 4 auf 3, von 3 auf 4 oder auf 2 und so weiter. Das ist meine Vermutung. Darum gehen wir jetzt normalerweise eins weiter. Ja. Jetzt gehen wir zum 6er. Ich darf jetzt einfach mal vermuten, einfach geradeaus weiter. Das ist jetzt ein Trap. Okay, das war's nicht. Oh Gott, das ist schon wieder ein Tippsimulator! Was? Hä? Okay. Es ist Try and Error. Oder sagt da irgendjemand ein Schema aus? Ansonsten sehe ich uns. So, uns weiter. Uns weiter. Uns zurück. Uns 4. Uns 4. So, dann jetzt nicht links, sondern 4. Ja. Und wieder zurück. Ja. Ich darf jetzt einfach mal wieder 4. Fuck. Sagt irgendjemand einen Anhaltspunkt, was da los ist? Hinten oben und rechts, er schaut zu, vielleicht heißt das was. Guter Punkt, guter Punkt, guter Punkt. Warte mal. Da habe ich nämlich noch eine Vermutung. Ja. Herr Reinhardt, guter Punkt, das lasse ich mir auch noch eingehen. Wenn ich nach rechts springen muss, höher eine Nummer sein. Wenn ich nach links springen muss, eine niedriger eine Nummer sein. Guter Punkt, sehr guter Punkt. So, rechts ist jetzt die 5. Wenn ich nach links springe, war 5 natürlich her, müsste aber niedriger sein, dann fallen wir oben. Das macht Sinn. Das macht sogar richtig viel Sinn. So, machen wir so. Das ist natürlich Schwachsinn, müssen wir zum 5er zurück. Jetzt ist die Frage, muss genau 1 niedriger sein oder klangt allgemein niedrig? Und jetzt weiß ich da nämlich schon nicht mehr, da haben wir vorher nach rechts gesprungen, glaube ich. Ich nehme jetzt mal links. Ah. Wieder nach links. Ja, haben wir schon! Herr Reinhardt! Press F für den Reinhardt. Nach rechts 2 her. Rechts 3 ist her. Rechts 5 ist her. Rechts 6 ist her. Haben wir schon durch. Haben wir schon durch. Absolutes Pro-Gaming. Dexterity haben wir gekriegt. Was ist jetzt? Gut, sie fix, weil jetzt... Achso, okay. Sag mal, wir haben schwierig gestorben. Okay, Kapitel 3 Tode. Das wird gut. Kapitel 4, der Bauch. Das kleine Arschloch tragt der Keule rum. Na, da haben wir schon ein paar. Es ist sauber rein kombiniert worden. So. Das war der erste Hinweis. Bitte sag mir nicht, dass das sein Enddarm ist. Brother, Brother, What the hell is going on here? Ja, what the fuck is going on hier? Wir haben einen Bauch drin, das ist ein Arschloch oder was? Und schauen wir erstmal, was wir klauen können. Ew. Gnove, haben wir den jetzt dabei, ja? Oder kann ich das Fleisch klauen? Na. Vielleicht. Das ist gut. So, kann ich hier am Abstecher da? Leider nicht. Ah! Okay, da hat sich noch nichts geändert. Dann kann ich... Dann kann ich auch keinen Abstecher. Sondern ich klaue jetzt das Fleisch. Ah, da werde ich ihn wahrscheinlich ablenken müssen. Jetzt schauen wir mal weiter. Was gibt's denn sonst? Also, da kommen die typischen Türen. Ah, da ist eine Kurve. Was haben wir da? Da geht's nach unten. Was ist das? Das schaut mir nach was schaut denn das aus? Nach der oh. Warte. Und er tragt jetzt das da wahrscheinlich eine. Warte. Machen wir jetzt so. Können wir hier mal abstehen? Leider nicht. Da haben Zahnradl. Da ist noch. Ah, warte mal. That seam is barely holding itself together.
Ah, das war unser Stichwort. Eine mit dem Messer. Ist jetzt was passiert? Oder so. Warte mal. Ah, ich kann da gewaltig einen Knochen ausreißen. Langsam und behutsam einen Knochen rausreißen. Ich bin für gewalttätig. So, rein. Außer mit dem Schuh, vielleicht geht der Zahn mit. Lol. Wieder mal mehr Dusel als Verstand. When I get out of here, no one's gonna believe me when I tell them what happened. Okay. Ich gehe da lieber mal nicht nah ohne, weil nicht, dass uns das Maul da frisst. So, jetzt gehen wir da mal in den Schlitz rein. Schauen wir, was passiert. Aha. Das schaut mir doch aus, als kann die das Zahnrad klauen. Fantastic! They installed the elevator solely for the sake of a continuous feeding cycle. Was sind wir mit ihm? Kann ich ihm abstehen? Verdammt. Die Frage ist, was wir da kennen. Hm? Fantastic! They Was haben wir noch? Ah, okay, fantastic! wir brauchen was Besseres als den Knochen. Oh. Nicht da beide Stickel wieder aufgeklappen. Tatsächlich. Warte mal. Na verdammt. Okay. Dann probieren wir mal den. Das funktioniert nicht. fantastic! They installed the elevator solely for the sake of a continuous feeding cycle. Das werden wir mit dem Knofe da erkennen. Also wir brauchen irgendwas, um irgendwas da reinzustecken. Da kann ich nichts machen. Was ist denn mit ihm da? Looks like the central gear is missing. Ja, yeah, das müssen wir nicht machen. Dann kann ich den Zahn mitnehmen, weil dann kann ich den einstecken. When I get out of here, no one. Ja, aber den kann man nicht nehmen. Die mehr Sachen habe ich jetzt da noch nicht gesehen. Aber unten ist noch ein Tier. Warte mal, man kommt ja da wahrscheinlich dann nach unten. Zur Leber. Ja, da hinten steckt's drin. Oh, there's a hole here. There must be another way. Was? Was? Da ist ein Loch. Wieso darf ich jetzt da nicht runtergehen? Da liegt rechts hinten liegt das Zahnrad. There's no getting Da past gibt es here. keinen Weg. Perhaps I Vielleicht can kann find ich a einen different anderen route. finden. Da wollte ich eigentlich nicht reingehen. Kann ich da mein Messer einstecken? Ich habe gerade ein Achievement gekriegt, das heißt Bloodthirsty. Wahrscheinlich, weil ich schon zum 20. Mal das Messer ausgezogen habe. Kann man nicht mit Knoblauch füttern? Das ist ein... Warte mal. Ugh, the elevator's in the way. I can't jump. Okay. Einfach mal die Items so, ja, sechs das. Haben wir schon, was haben wir da? Ein Stück Leber schon. Gross. Ist Leber, ich weiß es nicht. Mitnehmen. Was passiert denn, wenn wir es wegwerfen, wenn das ein aufgabenkritisches Item ist? Nimm's mit. It looks disgusting, but who knows? Maybe it'll come in handy. Alles wird mitgenommen. Ich bin nicht schon wieder hooked, das Fakt, die Spiele haben so... Jetzt sehe ich es erst, da ist bloß ein Stock finster, da ist einfach ein Loch im Boden. Da ist einfach ein Loch im Boden, deswegen kommt es nicht weiter, kriegt sich fix. So, die Frage ist, wo wir jetzt da rauskommen. Ach du Scheiße. Ah, die haben was in der Hand. Whoa. So, how do I negotiate with them? Wie muss man sich mit ihnen verabreden? Was ist denn eigentlich... Schade. Ich kann mich nicht erinnern, war im zweiten Teil die deutsche Übersetzung auch so schlecht? Warte mal.
Oh, jetzt haben wir was gekriegt. Jetzt haben wir was gekriegt. Was kriegen wir da? Warte mal, jetzt gehen wir da mal weiter. Ah! Nein, nicht! Nein, nicht! Oh Gott! Werfen wir mal einen Knopf ins Maul. Ja, schau hin. Stirbt er? Was können wir da nehmen? Oh, jetzt haben wir irgendein Horn haben wir gefunden. Verdammte Depp! Jetzt haben wir aber nichts mehr. Ein eiserner Hebe, Teil des Zahnrades, ein schäbiges, leeres Trinkhorn. Schaffen wir heute die 100, das kann sich gut hingehen. Ich komme noch. Achtung, da ist auch noch was. Ah, schau hin, da ist was zum Ziehen. Was habe ich jetzt da? Was habe ich jetzt da? Gut, irgendwas brauchen wir noch zum Essen. Für die Mutter. Rockaufsteff, mehr als wie eine Zwiebel. So haben wir jetzt auch da. Scheiß Spätdienst, das ist wirklich nichts. Ne? Da hast du. Ah, jetzt haben wir das Loch gestopft, schon. Herr Rockaufsteff, Kuss auf die Nuss, Herr Tropic, merci für 16 Monate, Gesichtsgerätsch, merci und Rest, merci. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. So, kann man da noch ein Stück rausschneiden? Werfen wir den einfach. Ja, dann halt nicht. Na gut. So, das andere Stück Zahnrad liegt rechts. Nein, nicht was? Nicht schon wieder sterben. No! This acid rain will ruin my lovely hair! Gott, du kleines Arschlochkind! Scheiße mir auf deine Haare! Ist dir klar? Was soll jetzt mit dem Acid Rain? Wie soll ich den Acid Rain verhindern? Den fahren wir mit dem Trinkhorn. Das habe ich natürlich mit meiner Sherlockischen Allwissenheit gelöst, dieses Rätsel. So, wir haben jetzt ein Trinkhorn mit Säure drin. Was jetzt? Was jetzt? Speichert hast. Noch einen Knofi holen. Guter Punkt. Ew! Es ist, das sind so Sachen, das ist einfach nicht typisch. Dass man einfach zweimal das gleiche drum holen kann. Probieren wir's. Absoluter Pro im Moment, das habe ich natürlich, das habe ich gewusst. Habe ich gewusst, okay, nix. Jetzt mal so wacht. Was mir ein bisschen abgeht, ist das Sprinten. Die ist schon ziemlich langsam. So, weiter bis daher gehen wir nicht. Jetzt kriegst du einen Knopf ins Maul. Exchange of Pleasantries. Speibt aber einen Knopf einfach ins Gesicht, der Huren! Aber wir können natürlich noch das probieren, warte mal. Mistviech angesucht. Spiel gespeichert. Was können wir jetzt da tun? Können wir da überhaupt irgendwas... das Letten am Boden. Warum? The passage is clogged with food waste and oozing disgusting sticky slime. Was tun wir mit Sticky Slime? Was tun wir mit Sticky Slime? Ne? It'd be a good idea to find the second half before gluing it. Ich sag da nur Pro-Gamer-Momente, meine Damen und Herren. Ah, sicher müssen wir mir das Zahnrad zusammengeben, aber dafür brauchen wir erst die anderen Hälften. Zebra hilft gegen Sticky Slime. So, jetzt holen wir uns noch mal... Entschuldigung. Holen wir uns noch mal einen Gnovi. Wer weiß, für was wir brauchen. Was ist mit ihm da eigentlich? Warum pumpt denn er da hinten eigentlich? Halt, stopp, dann gehen wir noch mal schnell zurück. Das kann ich wirklich nicht sprinten. Ne? Kann ich nicht, gell? Dann holen wir uns noch mal schnell ein Säure-Trinkhorn. So. Wer weiß, für was wir es brauchen können. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir das eben da oben währenddessen der Schluft gehen kann. Oder so. Währenddessen probieren wir Folgendes. Nö, das macht keinen Sinn. Warten wir mal da. Und dann probieren wir, ob wir mit ihm währenddessen erschlafft was da erkennen. Das hat einen Sinn, warum sie der da hinsitzt und du hast ein bisschen Zeit, bis dieser Circle nochmal läuft. Machen wir so. Na, Absteher kommen nicht, das haben wir schon probiert. Da Hebel, wir können da mal einen Hebel ausprobieren. Beziehungsweise da gehört wahrscheinlich der Hebel hinein, in den Schlitz. Nein, auch nicht. Das war zu naheliegend, das hat zu viel Sinn machen, Kinder. Ich glaube nämlich eher, dass wir mir da irgendwas brauchen. Nein, auch nicht.
Jetzt warten wir mal, bis er sich umdreht. Und an die Hebe. So, jetzt halt alle 3 Möglichkeiten für den Baummüll ausprobieren und nicht nur eine. Ich weiß nicht, was du meinst. Du rechts den anderen Knochen rein. Ach, da kann man nur einen einstecken. Fantastic. They installed the out. Der darf nicht herschauen, ich verstehe. Warte mal kurz. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Okay, Knochen rein. Knochen rein. Ich hab einfach nicht gewusst, dass man in das zweite Ding auch noch einen Knochen einstecken kann. Säureregen beendet! Heska! Schluss jetzt mit der Runterneiterei! Zur Wichser mal wieder dabei, Gott sei Dank, Gedank, Grüße aus Tirol! Grüße zurück, kriegst du Tröte, pass auf! Ich hab einfach nicht gerallt, dass man da. Ich hab einfach beim Vorbeigehen da nicht gesehen, dass da ein Zahnrad kommt. Da kann ich lange miteinander probieren. Ja, das ist ja. So, Säureregen vorbei. Gehen wir runter, holen wir uns das zweite Zahnrad. Stecken wir es da rein, hebe eine, fertig durchgespielt. Bis Montag dann. Ja, hoppala, falsche Tür. Oh, kombiniere! Ist gar nicht meine Tür. No! This acid rain will ruin my lovely hair! No! This acid rain. Müssen wir das schneller machen, sage ich das richtig? Okay. Jetzt aber im Vollsprint, du! Jetzt aber im Voll... Was passiert denn, wenn wir da stehen bleiben und das Letten kommt oben? Ja. Schneller. Schneller. Oh, das dauert ja ewig, bis wir da unten sind. Hütig. Hütig. Sehr hütig. Und los. Haben wir da sonst noch was? Nein. So, dann gehen wir gleich mal nach links. Da pickt man die Zahnräder zusammen. Dann machen wir diesen hier. Ah, schon her. Das hält mit Sicherheit halt das Mädel. Aber sicher sowas von halt das. Warum steht jetzt da 8? Wahrscheinlich, weil ich vorher grantig geantwortet habe, aber da haben wir doch dazwischen schon mal geschaut, da waren es auch bloß noch 7. Oder noch 7. So, Zahnrad eingesteckt. Wahrscheinlich währenddessen ihr pennt da. Probieren wir es trotzdem mal. Zahnrad ist drin. Hebel, gehen wir nicht brauchen. Was genau bringt uns das? Hebel. Das ist die Frage, was es tut. Ich tue einfach mal. Okay, dann Gnovi eingesteckt. Gnovi Kürbis. Herbraun. Wenn ich auf Zeigen gehe, damit sie selber sieht. Dann steckt er seinen Zipfel ins Glory Hole. Da an der Holden.
wir fangen einfach mal... When I get out of here, no one's gonna believe me when I tell. When I get out of here, Verstehe ich nicht. Was bringt uns das, dass er oben jetzt anscheinend kuppt? Was bringt uns das? Und er ist mal so. what the hell is going on here? Gib mir mal so einen Kürbis. Ich mag auch einen Kürbis haben. Da will ich eigentlich nie hin. Jetzt habe ich eine Idee vielleicht noch. Ab durch die Gebärmutter wieder raus! Oder ist es ein Schwanzloch? Weiß ich nicht. Kapitel 5! Die Brücke! Na, easy, easy! Easy! Sliden Ingrid. Okay, bye! What? Aren't you staying for dinner? Ugh, what dinner? I won't be able to stand the sight of meat for the next week. What's the week without meat compared to an eternity in hell? Have you seen my worker bee brothers? Yeah, I saw them. Why are their mouths sewn shut? Did they drone on too much like you? You're witty, like you. Perhaps you'll even get out of here. Jetzt der wir mal höflich antworten. Thanks. I hope so. Here's a word of advice for you. Don't let anyone around here see you, especially not Auntie Toothache. This place is full of life. Well, death, to be more precise. And you'll only be a nonsense to the locals, getting in the way and showering them with your questions. That modest never went easy on kids. If he sees a child, he immediately turns them into stone and puts them in his yard as a decoration. And, you know, plenty of others have started following his lead. Ich kann noch nicht abschätzen, ob das Absicht ist, wie das Deutsch geschrieben ist. Ich höre es im Englischen halt diese Fehler nicht aus, aber ansonsten ist die deutsche Übersetzung wirklich unter aller Kanone, wenn ich ganz ehrlich bin. Herr Kurt! Jetzt für 40 Monate. Kuss auf die Nuss. Was hast du mit der Katze da gemacht? Zahnarzt lässt Grüße da. Was? Verstehe ich nicht. Merci dir. Hey, why'd you decide to wake the owls, huh? Who? I was just walking by. Yeah. It's not like there's any other road anyway. Exactly. And you're doing nothing but distracting me. Well, perhaps I wanted to help. If you want to help, then tell me something useful. Or don't say anything. Keep in mind that owls like children, but in their own way. They hang up dream catchers and children die in their nightmare. What's this? Another part of your dumb game? Be nice to Mollocks, and they'll be nice to you, huh? In this, as you put it, dumb game, you can wash away your sins, but only few succeed. Also das war jetzt ein sehr deutlicher Hinweis, dass wir freundlich sein sollten. Ich weiß zwar nicht, was sich bereuen bedeuten soll, aber die deutsche Synchro ist, also was heißt Synchro, die deutsche Übersetzung ist diesmal wirklich You unter aller behaved Kanone terribly. schlecht. I never appreciated how you cared for me. Wow, already. Okay, Moment, selbst selbst wenn man das durch einen Google-Übersetzer durchlässt, diese Texte. Was ich jetzt als Spieleentwickler wahrscheinlich tun würde.
Da kommt doch was Besseres raus als das. Da kriegst du einen Vogel. In Zeiten von Diepel noch solche Untertitel hinbauen, ist schon eine Frechheit. Das ist, ja, also das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz. Da hätte man sich mehr Mühe geben können. Wo es die hergereiht haben, weiß ich nicht. Da haben sie wahrscheinlich irgendwann einen Fiverr für 2,50 € organisiert, der das von Hand übersetzt. Da weiß ich nicht. Creepy Brothers, da könnt ihr mich auch fragen. So viel kann ich auch noch. Wir können Englisch. Ja, ich meine, ja, du vielleicht schon, ich vielleicht auch. Aber von den 1030 gleichzeitig ich 800, die es nicht kennen. Ich übersetze auf Timo bestellt. Timo ist das neue Wish, habe ich schon gelernt. Herr Köth, merci dir. Das kleine Viech könnte man meinen, das könnte der Kat sein, aber mit etwas Fantasie. Panting, are we? Ich weiß jetzt. That's So, ja, so good, eine but words mean Nacktkatze. nothing if you don't back them up with actions. Quit just sobbing. Maybe you'll get back. I heard one boy managed to escape. So, jetzt schauen wir uns an die Bratzen an. Ist jetzt das da rechts ein Sechser geworden oder ist es immer noch der gleiche Nuller wie vorher? Oder war da vorher schon ein Sechser und ich hab's bloß nicht wieder nicht gekrallt? Mir ist wurscht. There's a way to get around the defenses. My cousin managed somehow, although I haven't seen him since. Und was sollst du jetzt? Kann ich mal Pfotzen und Sishi gehen oder was? Anscheinend müssen wir mir besser gut sein halt einfach. Mehr gute Sachen als... Aber was soll ich da jetzt tun? Ich hab nicht recht viele Optionen da, also hin und her gehen. Was habe ich jetzt aufgeklappt? Kann ich da Federn aufklappen? Ich kann da Federn aufklappen. Wieso kann ich da Federn aufklappen? Naja, wir werden sehen. Nochmal. Kann man da nicht einen Traumfänger draus bauen? Das ist unser Plan. Ja, warum nicht? Memo an mich, Bürger, im Zweifelsfall einfach nach links und rechts gehen und auf A anhauen. Kapitel 6, der Ba. Wie viele Kapitel hat's denn? Wie viele Kapitel haben wir? Oh Gott, nein, da muss man wieder Sachen von der Windtober lesen, oder? Nein, Liddy, du hättest das nicht. Ja, wir können es mal probieren, ob wir rauskommen, ich denke nicht. Ja, wer hätte das gedacht? So, da schreibt der Eule. Was ist das? Was ist da drin? Ist da was drin? Da ist nichts drin. Da ist eine Blume. Blom. Ja, da ist schon wieder so, die Geschichte ist da schon wieder so ein bisschen an die Wand gezeichnet und anscheinend müssen wir die goldenen Dinge, die Lichter, kann man wahrscheinlich, ja, da drehen wir jetzt einfach mal. Okay, da dreht sich rechts das kleine Licht. Warum hat sie jetzt die Federn aber da, du Rind? Dann können wir das nehmen. Na. Ein leuchtender Stein. Nein, das wollte ich nicht, aber gut. Den da vielleicht irgendwie? No, you can't get the orb in here. Der Kugel geht hier nicht durch! Oh nein, nicht der Kugel! Okay, was genau soll da passieren? Wir wissen es nicht. Herr Walker! Also seit KCD bist aber ganz schön ordentlich mit den Spielen, nix für ungut. Was? Herr Walker, bloß weil du ahnungsloser bist. Warst du letztes Jahr nicht dabei? Oder hast du keine Ahnung, hast du? Lustigerweise, ich weiß ja nicht, aber irgendwie hat das Spiel mehrere Zuschauer aus KCD, was soll jetzt da sagen dazu? Herr Walker, sehen jetzt Sie das? Was kann man da noch? Ah, da kann man draufdrücken.
Nur mal die gelbe Kugel wieder. Das wollte ich nicht. Jetzt warte mal, jetzt lassen wir mal das Licht auf die gelbe Kugel drauf scheinen. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich geh einfach mal rein. Oder kann ich da wieder zurück ausgehen? Oh, jetzt wird's kreislig. Da rechts oben habe ich schon eine andere Kugel gesehen, habe ich schon gesehen. Dann kann ich da nochmal. Nein, das wollte ich nicht. Gelbe Kugel, gut, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht, wenn ich das da wieder. Naja, gut, da werden wir schon noch drauf kommen, was das für einen Sinn hat, weil da rechts oben habe ich nämlich schon noch eine Kugel gesehen. Jetzt hat's geheißen, wenn wir die sehen, bin ich gefickt, oder? Sehe ich das richtig? So, gleich mal da schauen, was man da alles tun kann. Da kann man was tun. Seht ihr wieder nicht, man kann dann nach links. Ah. Das war eine knappe Kiste, meine Damen und Herren. Knappes Kistchen. So, er tut dort Bläme aber. Gehen wir mit die goldene. Ich verstecke mich einfach da so. Warte mal. Kann ich da irgendwas tun? Nein, das wollte ich nicht. Ah, da kann ich mich verstecken. Boah, leck, das war wieder mehr Dusel als Verstand, dass ich das finde, dass man sich da verstecken kann. Okay, der macht da so Traumweber und die schickt er dann, die hängt er da ohne und schickt sie halt wahrscheinlich. Ah shit, jetzt müsste die mich schicken, gell? Warte mal. Ja, ich muss ihm ja den Traumweber klauen. Jetzt wirkt er da wieder so ein Ding zusammen. Und wenn er die Bläme hält, dann gehen wir mal hier und. Kommt der Traumweber irgendwo wieder? Nein, kommt nicht. Da ist also ein Lorte. Looks like a barrel of blue paint. Ja, fuck. Das Fortding kann ich nicht mehr. Das war auch im ersten Teil schon so, dass die da durch den Tierstock nicht durchkommen. Looks like a barrel of blue. Vielleicht müssen wir mit Fort versauen. Ab! Scheiß alten Depp. Ah, stopp! Ich habe eine Idee. Pass auf, jetzt locken wir da her. Hey! Ja. Oh shit, der ist ein bisschen schnell wie ich. Warte mal. Okay. So. Ja. Gut, Motherfucker. Und ich klaue da jetzt das da. Schneller! Im Ernst jetzt? Warum kann ich... Du schaust es in eine Viertelstunde lang. Ja, kann ich nichts damit machen. Hm? Kann man da hinten was da? Okay, dass ich da hergehen kann, das muss was zum Bedeuten haben. Pinke Kugel oben, ja, Zamperl, ich hab's schon gesehen. Chill mal der Gnierscheibe ein wenig. Trotzdem erst probieren, was man da herunten tun kann. So, jetzt gehen wir mal Treppen auf. Seht ihr mich, wenn ich da vorbeigehe? Nö. Also er malt die Dinger da an. Da kann ich mich wahrscheinlich vor beiden verstecken. Jetzt schauen wir mal, was wir da rausklauen können. Schaufel, da irgendwas. Da habe ich irgendwas gefunden. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, aber irgendwas habe ich gefunden. Das werden wir gleich mal erörtern, was wir da gefunden haben. Okay, das kann ich da auf der Treppe nicht anschauen. Ein leeres, dustiges Fläschchen. Was auch immer dustig heißen soll, ich weiß es nicht. Aber sonst können wir da herum nichts machen. Ja, durch den Tierstock können sie nicht durchsehen. Wir kämen mir an den Topf mit... Ach du Scheiße. Das ist gleich... Ich hätte mir auch gedacht, wahrscheinlich heißt es der staubiges Gleisel. Das probieren wir jetzt einmal mit der Farbe zu kombinieren.
Und es funktioniert. Nein, 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 lauf! Ah, nein! Kruzifix! Hab ich's Glasl noch? Ah ja, wenigstens hab ich's Glasl noch. Ein Fläschchen mit der Farbe, das weiß ich noch, im ersten Teil war das ziemlich zack. Ziemlich zack. Dass ganze Abschnitte so viel nochmal spielen hast müssen, wenn du gestorben bist. Das schaut mir irgendwie an, als kann man es nehmen, aber da kann man gar nichts nehmen. So, irgendwas müssen wir mit der Farbe tun. Frag mich bitte. Bleib mich einfahren. Das war jetzt also meine Idee gewesen. Weil mehr zum Interagieren haben wir nicht. Und da oben, was tut die Eule oben? Die, wenn da nach links umgeht, steht einfach bloß da und schaut dumm. Ja, jetzt warten wir mal, bis ihr ein Blärme aber schickt. Es ist nämlich auch gerade da, wenn die andere Eule nicht da ist. Das ist blau. So, erledigt. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen. Okay. Was passiert, wenn er die Blärme hält? Den fertigen Traumfänger mal anschauen. Jetzt, wenn er den fertig gebaut hat. War absolute Sabotage. Oh, er ist erschüttert schon. Oh, gibt's Anschissfund. Oh, machen wir gleich mal so einen noch. Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Was tut denn jetzt? Wo geht denn der hin? Ich geh gleich mit da so her, nicht dass er... Wo ist jetzt die Kugel hin? Who in the right mind would climb up into an owl's claws? Okay, was kann ich jetzt da oben tun? Okay, ich hab gerade was entdeckt. Blumentopf abschmeißen, fast. Müssen wir erste Hilfe leisten? Weiß ich nicht. Das ist die Frage, wie killen wir jetzt den zweiten? Wie killen wir jetzt den zweiten? Das ist Hornibonk gefangen. Ah, ich weiß nicht, da kommen wir einfach von hinten hin. Was bin ich für Depp? Da können wir ja einfach von hinten hingehen. Hoffe ich zumindest. Warte mal. Gehen wir jetzt da so dahinter, da verstecken wir uns. So, das Ding nehmen, Spiel gespeichert. Und dann können wir eigentlich, gibt es da herin noch nichts mehr zum Holen. Gehen wir aussehen. Das ist mir noch ein bisschen suspekt, dass man mit dem Teil da nichts tun kann, wenn er aufhängt, aber gut, ist ja wurscht. Ja, sechstes. Hey, are you all dressed up? Do we know each other? You've already forgotten? We play together. That must be Cousin Amusing himself. That's Slacker. Der Lausenkerl! So what are you Du doing alter here? Lausenkerls! I'm looking for treasure. Treasure! How's that working out? I found something. Now all that's left is to find the exit. I don't suppose you know where it Schlechte is? Taten? I Ja, was was soll ich meaning to machen? ask you the same thing. Knock me down with a feather. Those Sauer holes are Topfe? set for. They cage you up in the tree and you roam around hungry. Yeah, they're kind of weird. Anyway, what was that about treasure? Little girls have no business knowing that. Then have fun with that jar of yours. Möchte irgendeinen Schatz. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt nur die Kugel, gell? Das heißt, wir können jetzt die Kugel wieder da reinstecken und dann umeinander dran. Keine Ahnung wieso. Ach, das macht wahrscheinlich Türen einfach zu... Oder? Warte mal. Glasdose. Glasdose! Wahrscheinlich gehen wir da einfach in einen anderen Raum. Das ist nichts anderes wie ein Schlüssel. Jetzt pass auf.
Machen wir jetzt so und dann lenken wir das Licht auf die Bücherei und wenn wir jetzt da reingehen, haben wir woanders, bin ich mir hundertprozentig sicher. Sechstes! In der Bibliothek sind wir jetzt. Der von uns auf alle Fälle wieder nicht sehen. Was ist das? Warte mal. Ich gehe mal lieber auf, weil der das jetzt wahrscheinlich gleich wieder runterlässt. Oh, war ich richtig, oder? Was du denn? Oh, ein Totenschell. Kann man ihm den auf den Kopf werfen? Da war eine Made drin. Und? Was ist das? Was ist denn das? Ein eisernes Objekt von der bizarren Form. Das ist das Wichtigste für alle Sachen, von der bizarren Form. Nicht von irgendeiner bizarren Form. Die Frage ist jetzt, wenn ich das da runterlasse und stecke den Schlüssel da wieder rein, dann bin ich wahrscheinlich genudelt. Ah ja. Machen wir diesen hier. Ob da der Bohnen rausfahren kann? Also warte mal, jetzt machen wir so. Stecken wir da einen Schlüssel rein. Ah. So, keine Ahnung, was man... Ah, doch, das, jetzt weiß ich natürlich schon, was wir das bringen soll. Oh, eine Sichel. Können wir einfach abstehen? Keine Ahnung. Gehen wir jetzt nicht runter. Die Frage ist, ob wir das Ding brauchen. Ah, das ist jetzt nicht mehr. Ja, brauchen wir. Muss kurz die Möglichkeiten ausjustieren. Dann gehen wir jetzt da oben, dann nehmen wir den Schlüssel, dann fahren wir das Bücherregal da auf. Hoppala. Dann geht er da um, dann können wir uns hinten vorbeischleichen. Und dann ist die Frage, wie wir den Schlüssel jemals wieder kriegen. Ja, wir nehmen einfach den oberen da, dann nehmen wir uns den. Dann beten wir zum lieben Gott, wenn wir jetzt da runtersteigen, dass uns der ollen Mann nicht sieht. Die Frage ist, was passiert, wenn wir den Schlüssel jetzt da rausziehen? Was ich jetzt mal nicht da werde. Was haben wir da? Ach du Scheiße. Ja, das werden wir. Da erinnern wir uns daran, dass da ein Buch mit Zeichnungen liegt. Ich weiß noch aus dem zweiten Teil, dass man. Dass die scheiß Leute da jetzt bricht, das ist natürlich. Komm jetzt da nicht mehr runter, oder? Warte mal. Nein, jetzt komm ich nicht mehr auf! Du Mistspei! So, was passiert, wenn wir den Schlüssel klauen? Ah, passt eh schon hin. Klauen wir den Schlüssel. Fail mit der Ansage. Nein, dass ich runterfallen, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Muss ich also sagen. Das hilft uns aber so auch alles nix. Oh, das ist die scheiße Nummer, oder? Wo war denn? Ach, ja. Ja gut, haben wir doch soweit. Man muss die einzelnen Items muss man dann holen. Das sind ein paar undankbare Speicherplätze und Checkpoint-Stellen. Ich habe jetzt nicht drauf aufpasst, dass wir da einen Schlüssel rausziehen müssen, natürlich. Problem ist jetzt, dass wir da unten einen Schlüssel wieder einstecken müssen. Okay, das funktioniert. Und gehen wir auf. Dann machen wir diesen. Dann machen wir diesen. Wir können eigentlich probieren, dass man da irgendwo dazwischen einsperren. Die Frage ist, bringt's das? Halt, stopp. Halt, stopp. Schlüssel von oben mitnehmen.
So. Wir haben 2 Schlüssel, das müsste eigentlich gelingen. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man mit den Schlüssel da oben einstecken, dann muss eigentlich die... Ne, findet man schon raus. Sichel haben wir. Schlüssel rein. Und zweiten Schlüssel rein. Halt, stopp. Dann nehmen wir uns das Ding damit und dann verpissen wir uns nach oben. In der Hoffnung, wir haben da unten nichts irgendwo übersehen. What's that prickly mass? That's what I dragged myself up here for? Für das haben wir uns wahrscheinlich die Sichel mitgenommen. Haha! Skadoosh! So, was haben wir jetzt da? Ah, noch mehr Kugel. Ja, jetzt haben wir 2 Stück. Jetzt wird es halt wieder wahrscheinlich asozial, weil wir zwischen den 2 Welten hin und her müssen. Oder zwischen den 2 Türen hin. Ach, müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, dann kriegen wir einen Schlaganfall. War wieder mehr Dusel als Verstand, eine Vinylschallplatte. Okay. Also es rentiert sich auf alle Fälle da, jetzt ab zum Gehen und einfach mal A zu smashen. KCD ist zwar mich, aber ich gönn mir jetzt ein bämisches Bier Brustbrot. Sie werden, lassen sie sich schmecken. Reinschmecken, ne. Hab ich noch einen Schlüssel? Nein, ich hab keinen Schlüssel mehr. Wie der man jetzt da? Hoffentlich muss ich da nicht noch mehr um, sonst kriege ich einen Vogel. Den nehmen wir auch mit. Wie ich vorher jetzt da oben gefallen bin, hat er sich umdreht und ist gekommen, gell? Das machen wir nicht nochmal so. Das machen wir nicht nochmal so. Kann man eigentlich die anderen Leute da noch weiter nach oben steigen? Das haben wir noch gar nicht probiert. Jetzt müssen wir halt betten, dass er sich nicht umdreht, wenn ich da den Schlüssel rausziehe und das Bücherregal in den Tee geht. Wir werden sehen. Gehen wir sofort wieder auf. Tschüss! Oh, schau her. Haben wir's schon! Nix einsperren müssen. Also im Grunde ist er zwar eingesperrt, aber es geht eigentlich um den Übergang da rechts rum. So. Was haben wir uns jetzt da geholt? Wir haben 2 Schlüsselsteine und eine Schallplatte. Und eine Sichel, die immer noch nicht weg ist. Ja gut. Schlüssel reingehämmert. Knöpfel drückt. Was kriegen wir für Symbol? Das schaut aus wie das Plankton. Währenddessen sie sich von hinten... Ja, egal. So, was haben wir da? Noch einen? Ich sag da nur Pro-Gaming, Kinder. Ich sag da nur Pro-Gaming. Was an? Jetzt mal ganz ehrlich. Warum haben diese einfache Spielart, ich fühle mich genauso wie letztes Jahr. Es ist einfach... Das wenn nicht bei... Ich kann einen Herrn Walker kann ich schon verstehen. Vielleicht geht's ja nicht bloß ihm so. Somit, was ist das? Da geht's ja ums Miträtseln und so. Warum machen die Dinger so viel Spaß? Verstehe ich nicht. Ob sie da irgendwas tut? Na, da hat sie mit Sicherheit nichts da. Fährt sich jeder in seinem Bauch noch umeinander. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was er da tut. Ich glaube, er hat sich ein Arschloch auf den Wanst gewollt und da werkelt er jetzt rein, weil sonst da auch, was weiß ich. Der Barker schreibt, nein, den Walker hast du falsch verstanden. Hab ich. Aber jetzt war kein Walker, ich hoffe, du bist noch da, falls ich wieder irgendwelche Leute angemault habe.
Also seit KCD bist aber ganz schön horglich mit den Spielen. Nix für ungut. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich ihn falsch verstanden habe. Kannst Knochen aufheben rechts? Sally, das ist ein richtig guter Punkt. Ich weiß genau, welchen Knochen das du meinst. Nein. Nope. Du meinst die da umeinander liegen, gell? Nein, kann man nicht. Der Herr Walker schreibt, ja, hast du! Oh Gott, Herr Walker, dann tut's mir leid. Was ist denn der jetzt für ein Schlaganfall? Ich glaube, weil es kurzweilig ist und sehr schnell, sehr belohnt. Ach so! Schreibt's halt da nicht in ägyptischen Kryptite. Oh shit, der Ölmann mit dem Kind bin ich gefickt. Jetzt einfach oh nein, nicht schon wieder so ein Schiebeding. Wieso wirkt's mir jetzt? Ich kann da... Oh, ich kann während... Okay. Ich kann währenddessen sie mich würgt, kann ich Items auswählen. Was wählt man da aus? Keine Ahnung. Nein, das wollte ich nicht. Ja, aber da... It's impossible to focus with that owl around. Ich verstehe. Hey, get up! Ja, wo soll ich denn da? Was ist denn das? Geht die alle Zimmer durch? It's impossible to focus with that owl around. Das ist wieder genau das gleiche wie letztes Jahr. Ich habe den Spaß meines Lebens. Das ist ja keine Ahnung warum. Es ist so simpel. Es ist einfach so schön gezeichnet und es ist einfach amüsant irgendwie. It's impossible to focus with that owl around. Da haben wir noch eine Sichel. Sollen wir es probieren, ob wir es währenddessen uns wirbelt, ob wir es mit der Sichel abstechen können? Weil recht viele andere Optionen sehe ich nicht. Ich kann auf die Schalter, da kann ich nichts machen. Kann ich mit den Dingen da was tun? Nein. Sollten wir uns vielleicht mal überlegen? Na gut. Die beilt man sauber und dann sichelt man es über den Haufen. Wo sind die alle? Bin mir jetzt da. Dann lege ich mich jetzt ins Bett und dann wähle ich einfach die Sichel aus, vielleicht können wir es abstehen, keine Ahnung. Birgit, das hat keinen Ingame-Shop, das kann nicht gut sein. Das stimmt, Sebi, ein alte F4, die installiert sehen wir uns nächsten Montag. So, jetzt pass auf, ich habe vorher da meine Items aufmachen können. Währenddessen sie mich gewirgelt hat. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht können wir es abstehen oder irgendeinen Scheiß. Da fällt nur ein Top, stimmt, gleich. Und wie gut das halt aber auch zeichnen ist, dann rennt's jetzt ohne Kopf umeinander, oder was, wie ein Gickerl. Hey, wehe, du findest deinen Kopf. Umgefallen. Ich mach ihn so, dann so, Unfall. Das ist schnell aber geschnien. So, jetzt müssen wir uns was überlegen. Also jetzt pass auf, was mir schon aufgefallen ist, da wo die Steine drin liegen, da wird die Seele ausgesaugt oder so. Jetzt drehen wir da einfach mal ein bisschen umeinander und schauen wir, was passiert. Irgendwas geändert? Was ist denn dieser Equalizer? Ich hör's mir plätschern. Irgendetwas sorgt in die Hosen. Stab mitnehmen. Guter Punkt. Muss ich das vielleicht einfach ausschalten, oder? Das ist ein guter Punkt.
Da wird's leicht dunkler. Oder bin ich blind? Aber schauen wir uns mal an, wie die ausgeschalten eingestellt sind. Ganz unten, ganz oben. Obi, auf. Warte mal, das probieren wir jetzt. Obi. Ja, macht schon Sinn, macht Sinn. Ja, da wird's wieder heller. Also so steht das eine. Merkst du, es ist wieder ein bisschen dunkler und... Noch mal ein bisschen dunkler? Noch dunkler? Ah, das ist nix. Was haben wir da nochmal? Ah, da wird's heller. Und das ist gescheit für heller. Wir haben jemanden gesaved! Hey, where are you going? I want to go too. Toll, jetzt hast du einen davon gezaubert. Das brauchen wir nicht angelangen. Da hängt ein Dreieck drüber, da hängt nichts drüber. Da hängen 2 Kreise drüber. Oh! Den Stab können wir nicht mitnehmen, aber die Kugel. Und da ist eine Tür. Ist da nicht vorher noch irgendwo ein Mädel gelegen? Ah, tatsächlich da. Da läuft der Musi. Ja, da habe ich direkt mal unsere Schallplatten im Kopf. Jetzt schauen wir erst mal da. Ja, ein bisschen Hirn. Na, da ist nichts. Jetzt. Okay. Na, das ist nix. Ah, nix. Jetzt können wir. Das ist ein Trap, wenn es einmal heller und dann wieder dunkler wird. Das sind bestimmt jetzt gute Tage. Hold it right there. Where do you think Steffi, you're da going? kannst du absolut recht haben. Jetzt warte mal. Ha! Aber wo sind die 13 schlechten? Ja gut, ich hab da alle zumindest mal einen Koffer abgehauen. Die kannten schon als 2, 3 gelten. Und ein Topfighten hat es geheißen. Ist das richtig? Schaffen wir heute die 100, war vorher die Frage. Das war eine einfache Frage. Das war eine einfache Frage. Was ist da los? Aha! Tu doch mal meine Schallplatten ein, ist die beste nicht. Ich habe die beste nicht. Da stehen wir haben uns jetzt gerade... Der Eule haben wir jetzt gerade den Kopf abgedroschen. Und jetzt stellen wir uns da hin und her mit Musik. Das ist alles klar. So, tu mich her. Ja, das war wieder eine richtig gute Idee. Mit dieser Schallplatten da rein tun. War das jetzt der Topf oder war das... Jetzt nehmen wir den... Kann man den Stor da hinten nehmen? Nein. Ja, gute Schein. Da kann man was aufhängen. Some kind of hook. Like an... Dann werden wir wohl irgendwo so einen Traumfänger herkriegen müssen. Kann ich mich da in das Bett reinlegen? Nein, sonst kann ich noch nichts machen. Wir haben ja noch einen zweiten Raum. Was wir jetzt noch probieren können, ist, wenn wir da irgendwas anderes einschalten, wieder und uns dann auf das Bett legen, was dann passiert. Was? Schallplatten wieder? Ja, Schallplatten habe ich wieder. Gehen wir mal in den anderen Raum. Wir haben ja 2 Schlüssel. You thought that our final lesson. Keep up the good work. What's the use? I still didn't manage to get out. Let's play a game. Who can find the exit the fastest? I'm so sick of your games. Why didn't you find the exit before? Well, I had nobody to play with. Ja, ich schon drauf. Was soll ich machen? Was soll ich machen?
So, da waren wir noch nicht. Aber das schaut so aus wie so ein Stor, wie so ein Gliere. Da. Jetzt schauen wir mal, was da hingeht, weil in Sehen haben wir ja gerade aufgeklappt. Oder? Da wollen wir rein. Schauen wir mal, was da los ist. Ach du Scheiße. Okay, der untersucht die Dinge. Klar, wir jetzt. Gestohlen. Ah, da hinten rechts ist so ein... Ich geh mal wieder. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Jetzt klauen wir ihm das lila Ding einfach. Okay, tschüss. Aber vielleicht brauchen wir den roten Stein auch noch. Warte mal. Wo kriegen wir jetzt da noch einen her? Ach du Scheiße. It's impossible to focus with that owl around. Tja, dann werden wir die Eule wohl umbringen müssen, wieder mal. Was sagst du? Oh shit, schick die was. Okay. Dann gehen wir mir jetzt einmal runter, vielleicht können wir den Lichtstor da an meinem Finger stehen. Einmal. Ich werde mich verstecken einfach da. Da kann ich irgendwas drehen, aber es passiert nichts. Ja, aber den Stor kann ich nicht stehen. Was haben wir denn für Items? Eine Mathekugel. Wir haben aber alle... Scheiße, kommt der da rein, dann haben wir jetzt leider tot. Basti haben sie sich hinein, habe die essen. Was passiert denn, wenn ich das da freischalte, währenddessen er da ist? Ja, ich wollte es halt wissen, Mann! Nicht. Ach, Scheiße. Da, 100! Die ersten 100 sind voll im ersten Quartal. Die Eule ist halb verbrannt, ich hab's schon gesehen. Die Frage ist, wie man das ist... Es ist wahrscheinlich schon richtig, dass ich das Ding einschalten muss, oder nicht? Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Hilft ja eh nicht! Das ist halt sehr viel Try and Error natürlich, aber das gehört ausnahmsweise in so einem Spiel mal dazu. Jetzt pass auf, das ist zwar wieder eine böse Tat, aber das ist mir wurscht. Da, schau jetzt. Dann müssen wir es irgendwie kaputt machen. Da ist ja jetzt schon sehr viel Try and Error, gell? Eule müsste ganz recht sein. Gute Idee, Springi. Geht der irgendwann da hinten zu dem Abakus hinten? Schon, gell? Na! Du kannst schießen. Verstehe. Wenn es ganz rechts am Eck dort ist, von der Cone, die da oben geht, dann probier es zum Einschalten. Ja. Jetzt. Ja, ist so funktioniert. Rechts oben kannst du vielleicht auch die Matte reinstecken. Vielleicht wird es dann lila oder irgend sowas. Ja, das kann gut sein. Hoppla, Topf. Dann gehen wir nochmal oben. Kann ich da überhaupt... Probieren wir es mal so. Ja, tatsächlich. hin? It's impossible to focus. Okay, dann müssen wir erst die Eule loswerden. Ich traue mir jetzt da rechts nicht rein. Ich habe vorher nicht gesehen, dass man da reingehen kann. Ich traue mir jetzt da nicht reingehen, weil ich weiß, wo ich rauskomme. Ich gehe jetzt einfach mit trotzdem, weil es mir wurscht ist. Ach,
da kann ich mich verstecken. Seil ist auch sehr verdächtig, das ist richtig. Stimmt, die letzte Kugel ist in ihrem Zauberstab. Absolut richtig. Ja, mal was. Die Frage ist, was passiert denn, wenn die Kugel da heraus ist und sie merkt es dann? Und so. Na, ich habe ja die Sichel gar nicht mehr, gell? Ne? Was kann das Radl da unten gleich wieder? Was hat denn das Radl unten gleich wieder da? Den Lichtstrahl von links nach rechts. Dann schaut das Ding unten aus und dann dreh an dem Rad. Probieren wir. Das ist ein Rad, was tut das? Es radelt! Matte Kugel ins lila Licht. But why? Schaut mir das Ding da mal aus. Dann schauen wir mal, ob wir mir da irgendwas tun können. Ah, da können wir nichts tun. Bitte nicht gleich wieder runtergehen. Ach Gott, sie fix. So, was kann das Ding? Ich seh nicht, was das Teil da tut. Das Radl kann nix. Schalt das Ding unten aus und dann dreh an dem Rad und dann, wenn es ganz rechts ist, anschalten. Aber was, ich seh nicht, was das Radl dran bewirkt. Die Lampen schaut wirklich aus, als wäre es drehbar. Das ist ein richtig guter Punkt, Springi. Wirklich ein richtig guter Punkt. Warte mal. Warte da. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir kann man es mit dem roten Stor killen. Man kann ich da irgendwas tun? Nein, jetzt sterben wir halt wieder wahrscheinlich, weil ich... Nein, jetzt drücke ich da auch noch hin. Nein, lauf. Da kann ich mich auch drin verstecken. Die Hitze der Lampe erhöhen. Aber wie? Da oben hat er noch so eine Storne. Jetzt legen wir mal die matte Kugel da oben wieder ein, weil da bin ich bei euch, das sehe ich ähnlich. Ich weiß noch nicht, was für einen Zweck das hat. Aber es kann einen Zweck haben. Ist es wieder scheiße knapp? Na, geht. Das Licht greift dicht. Das Licht greift dicht die Eule I oder Herr Duke, Alter. Keine Ahnung, was man sagen möchte. Ich hab keine Ahnung, was man sagen möchte. So, jetzt warte mal. Ja, das ist ja nicht die Stärke des Lichts. Lampe einschalten, wenn die Eule am Stor ist. Habe ich schon probiert, die dreht sich um und bringt die einfach um dann. Die wird zwar ein bisschen anbrennt, also man sieht, dass sie das was tut, aber sie dreht sich trotzdem um und bringt die um. Rechts drehen, dann mehr Hitze. Na, das glaube ich nicht, da hat sie jetzt einfach nichts getan. Da hat sich einfach nichts getan. Ich hab nicht so viel Zeit, dass ich das einschalte. Jetzt das Ding, sobald ich den Hebel einschalte und das Licht einschalte, dreht sich die Eule instant um, ich kann mich nicht mehr bewegen und da schießt mich auf die Entfernung oder sie springt mich an und bringt mich um. Am rechten Schieber haben wir es auch schon eingeschalten. Jetzt Oma, dann kommt es am Licht nicht vorbei, dort, die kann schießen. Die schießt durchs Licht durch und bringt mich einfach um. Haben wir alles schon gehabt. Und egal, ob ich da nach rechts, oben oder unten drehe, da tut sich nichts. Was wir jetzt aber noch da erkennen ist, wir haben ja jetzt noch mehr einen leuchtenden Stein gekriegt, wir haben noch mehr einen Schlüssel in einen anderen Raum. Schauen wir uns doch einfach mit dem an. Wie wäre das denn? Das sagt dir ich. Das sagt dir ich. So, fein eh noch. Mehrere Schlüssel fein da noch. Ja, dann drücken wir da drauf. Oh, das Licht wird anders, du bist halt blind. Das ist ein Scheißdreck. Ein Scheißdreck.
Ein Scheißdreck, sag ich. So, jetzt drehen wir das Licht. Drehen wir jetzt da her. Okay, das sind diese Schlafkammern, an diese Symbole. Was haben wir da? Geht irgendeine Art Schlüssel wahrscheinlich rein. Kann ich mich da verstecken? Nö. Hoppala. 3 zu 11, immer noch. Der Effekt da oben ist lustig gemacht, dass die Steine da rundum drehen. Da haben wir nichts gehabt. Da haben wir auch nichts gehabt. So, die Frage ist, wie wir jetzt da oben. Was macht die Eule so? Kann ich mich da in der Finstern verstecken? Das weiß ich nicht. Das probieren wir jetzt einfach aus, was ich nicht helfe. Da irgendwas tun? Nö. Ich komm bloß ganz schnell da. Hat's mir jetzt gesehen oder nicht? Ach, verdammt. Aber das geht schon. Die rennt die ganze Zeit zwischen den Dingen hin und her. Und wenn es vom Mittleren nach rechts geht, können wir uns hinter dem Kessel da verstecken. Ja genau, jetzt war der richtige Zeitpunkt. Birger, du Vollidiot. Jetzt ist nicht mehr der richtige Zeitpunkt. Sobald mir die erkennt, schleiche ich mich nach unten. Aber da in der Finstern scheint sie mich nicht zu sehen. Das ist der Depp-Simulator 25. Das war klar. Da haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch 100 Tote kassiert. Was ist denn jetzt? Jetzt schleichst du jetzt bald mal wieder nach rechts, oder was tust du? Ja, passt. Ein rostiges Ventil haben wir hier jetzt gestohlen. Und ich hab das Gefühl, mehr können wir da schon auch gar nicht da. Jetzt ist ja, warte mal, probieren wir, ob wir da das Ventil reinstecken. Schauen wir mal. Ah, sechstes! Kann ich mich. Ah, da brauchen wir jetzt. Schluss! Tim. Oh, Alter, kommst du nicht bis da oben? Ja, das möchte ich überhoffen. Stadi, den habe ich schon geschrieben. Nicht übertreiben. Jetzt hat er einfach das Ventil mitgenommen. Du kleines Arschloch. Was soll denn das jetzt machen? Muss mal kurz beobachten, was er genau tut. So, jetzt tropft er das wieder nach rechts. Jetzt gehen wir da gehen wir jetzt einmal mit und wenn er sich wieder schleicht. Ja, sag mal! Macht er das jetzt die ganze Zeit, dann kann ich ja bloß das linke wieder klauen, wenn er nach rechts geht. Oberbauen, nach rechts schleichen. Ja, brave Eule. Und tschüss! Mein Ventil! Oh, yeah. Kann es sein, dass Eulen. Kann ich mir bei Phase 1. Kann ich mir nachschauen, ob Eulen Knierscheiben haben? Was passiert jetzt? Oh shit. Was passiert jetzt? Das ist irgendwas. Was ist denn jetzt passiert? Ach du Scheiße. Ah! Ach, und jetzt kann ich ihr als Letzte klauen. Der war jetzt wahrscheinlich zu langsam, aber ich glaube, das ist der Sinn. Ich probiere es jetzt einfach eiskalt. Nicht lauf! Nicht schießen! Nicht schießen! Ja, die hat ja keinen Stab. So, wie ist das hergegangen? Der hat mir einfach alle meine Ventile geklaut. Was ist denn jetzt? Das reißt jetzt. Liebe, da liegt. Ah, ja, das war eine gute Tat. Es waren 4 gute Taten und nur eine schlechte. Eule umgebracht. Du kannst nicht einfach Eule umbringen, du Depp.
So, können wir jetzt aufgehen und nur ein paar Sachen klauen, oder was ist da los? Was hat denn da jetzt gerade so da? Das hat sich jetzt gerade angehört als... Haben wir noch ein Ventil? Nein. Was hat man das jetzt geholfen da? Ein Scheißdreck! Ich krieg jetzt da kein Item aus dem Raum. Was mehr? Was? Super. Oh, das Ding lidelt noch verdächtig, aber das hat mir jetzt absolut nichts geholfen, gell? Ganz links das Boiler-Ding, da kann ich mir... Hoppala. Hab jetzt aus Versehen... Ja! Wir haben ein guter als Base. Ja, Moment mal. Der hat doch was verzeiht, dass uns Eulen nix deren, wenn wir nett sind. Vielleicht gilt mir jetzt als nett. Es kostet uns zwar wieder einen Topf, das auszuprobieren, sehr wahrscheinlich. What a boom you made! I'm impressed! Instead of spying on me, why don't you find an exit? I don't feel like living anymore. Watching you is interesting. So, aber so einen lila Stor haben wir jetzt keinen mehr gekriegt, gell? Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder da zurück. Aha! Was tut der Eulenmann jetzt? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er da hinten umeinander rechnet. Der Stor ist in 2 Brunnen. Jetzt warte mal, klauen wir ihm das Ding. Da unten hat er das zu wissen, keine Ahnung. So, jetzt klauen wir ihm das einmal. Okay, tschüss. Dann gehen wir da hinten. Da haben wir jetzt auch irgendwas geklaut. Ich weiß nicht, was wir geklaut haben, aber irgendwas haben wir geklaut. Dann gehen wir da her, stecken wir das Ding da rein. Ach, das waren 3 so kleine Schlüssel. Aber was ist das? Ein eisernes Objekt von der bizarren Form. Oh Gott, Eule flippt aus. Eule flippt. Könnte man natürlich probieren. Ist die Eule jetzt da unten einfach nur traurig oder was ist denn hier? Was ist denn jetzt? Eulenmann, bist du traurig? Oh. Was passiert, wenn ich da hin... Ei! Ich kann so... Ja, also tut mir nix. So, es darf mich immer noch interessieren, was mit dem Scheißrall da passiert. Hoppla. Das ist ja absolut gar nichts. Das hat einfach, weiß nicht, hat 2 kalkuliert. Sad oily noises. Aber das Objekt ist noch... Wo haben 2 Löcher? Alter, mal bitte. Ist jetzt der Stor lila? Ich glaube nicht. Nein. Den werde ich jetzt da mit dieser Maschinerie irgendwie lila machen müssen, habe ich irgendwie das Gefühl. Weil das der letzte Stor ist so. Na, jetzt schauen wir uns mal das an. Was kann das? Okay. Das lädt sich da so leicht auf. Schau mal her, das ist halbert voll. Jetzt machen wir so. Ja. Okay, die Symbole. Das sind wieder so runenähnlich, wie der Fisch, der nach oben zeigt, das Y, das umdreht, größer, kleiner, das ist die gegenseitig. Ein Krokodilmaul auf, Krokodilmaul zu! Das Krokodilmaul schnappt immer da hin, wo die Zahl größer ist. Jetzt ist die scheiß Frage, was man da damit anstellt. Wir sehen wir die Symbole da, sehen wir die sonst noch irgendwie irgendwo. Würde mich interessieren, ob das als gute Tat zählt, weil es nicht gestorben ist. Nö. Ach du heilige Scheiße, wie hab ich dies übersehen können?
Und ich hab mich die ganze Zeit, wie ich vorher an dem Radl dran gestanden bin, schon gefragt, was werden denn das da vorne für 2 Löcher sein? Das ist 100%iger Slot, ich voll Depp. Und jetzt? Ach, jetzt kann man das Ding... Ach, das hätte man vorher schon machen können. Ich hätte ihr vorher oben den Schlüssel schon klauen können. Jetzt kann man das Teil da dran. Und dann hätte ich warten können, wahrscheinlich, bis sie da hinten am Abakus steht und dann hätte ich es verbrennen können. Und jetzt haben wir nicht die böse Sache gemacht. Das ist ja... Alter, geht das bei mir? Was hab ich? What? Alter, Kim, halt dein Maul, es ist 10 vor 10. Was? 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 Wann ist... Wo? Du kannst mir im Arsch lecken. Was? Entwarnung, wir hatten gerade Zeit im Stehen. Fast. Naja, ein bisschen werden wir schon durch müssen, das wird nicht helfen. So. Aber das Radl hilft uns. Habt ihr heute schon mal auf den... Also ganz ehrlich, wenn die Zeit so wie im Fluge vergeht, dann kann es nicht so schlecht sein. Es sind immer noch knapp 1000 Leute da. Smash the Like-Button, das würde mich sehr freuen. Hallo, die Leute, die mich bloß am 2. Monitor laufen haben, hallo! Beweg deinen Arsch aus deinem Behindertengesperr und drück auf den Like-Button, ne? Ja, du! Richtig! Und auch der, wo ich auf dem 3. Monitor laufe. Und die Leute am Fernseher, du brauchst bloß deine behinderte Fernbedienung nehmen und sagen, oben, rechts, like, nice. So. Da, der Chucky, der Joachim, der Lord Fallschaden, der Firestarter. Ja, kennt euch Pappenheimer schon, was ist Jonas machen, oder was? Cyberfox, gibst du dir her? Ja, Eulen haben Kniescheiben. Allerdings sind ihre Beine so gebaut, dass es leicht übersehen wird. Die Beine sind relativ lang, oft von Federn bedeckt, sodass man die Gelenke kaum sieht. So, jetzt mag ich einen Nocker die Eule singen. Da, der Yogi. Der Wilderer, der Ego, der Hank Tank. Ich hab schon gleich, du Vollspacken. Dein Name ist ein Vollspacken. Na, ohne Spacken. Der dauert ein wenig. Der Einzige, den er versteht, ist der Sprengi. So, was passiert denn jetzt, wenn wir eigentlich... An den Schlüssel kommen wir noch nicht mehr rein da. So, das ist eigentlich... Haben wir jetzt bloß noch da mit zum Tag. Kann man die Schlüsselsteine wieder außer da und da reinlegen? Irgendwie müssen wir den lila machen. Das Ding da ist lila, das Seil da hinten ist auch verdächtig irgendwie. Spacken! Chef bleibt schon wieder beieinander. Buch mit Zeitungen. Was für Buch mit... Also Buch mit Zeichnungen. Dann gehen wir nochmal zurück in die Bücherei. Die schauen wir uns nochmal schnell an. Hoppala, falsche Tür. Kombiniere. Halt, stopp, eins habe ich noch entdeckt. Mein Gott. Ich drücke aus irgendeinem Grund... Hat man im ersten, zweiten Teil mit R1 sprinten können? Buttons drücken, bis Symbole voll sind. Das probieren wir jetzt aus, bevor wir in die Bücherei umgehen. Einfach random. Schau mal. Da rührt sich irgendwas. Da rührt sich noch ein bisschen mehr. Da rührt sich noch mehr. Da rührt sich wieder gar nichts mehr. Und machen wir es jetzt so. Fischi. Muss man das wieder in irgendeiner beschissenen Reihenfolge dran, kann das sein? Da haben wir... Jetzt, Moment einmal, schaut mal da hin. Das Symbol hat bloß 2 Pfeile. Das Symbol hat da 4 Pfeile aus rundum. Das hat wieder bloß 2. Das hat 2, 4, 6, 8. Das hat 4. Hey SK, hauen Sie sich hinein, merci fürs Zuschauen. Kuss auf...
Wieso zum Fick? Wie die Symbole von den Abteilen daneben. Was? Das sind dieselben Symbole wie draußen bei der matten Kugel. Ja, das ist mir schon klar. Also das habe ich schon gespannt. Kann man da vielleicht eine Reihenfolge auslesen? Da mag ich dann nicht mehr. Was wir noch gar nicht ausprobiert haben, kann man auf die gelben Dinger draufdrücken? Nö. Drag mal alles auf 0 und dann das mit 8 Positionen. Guter Punkt, können wir testen. Schön. Vorher ist der Fisch nämlich nicht nach links gegangen. Und jetzt geht er schon nach links. Du musst das schon mit irgendeiner Kombination... Gib Kugel, leg da rein. So, was passt denn da am besten? Ich mach einfach den. Keine Ahnung, Alter. Stau, ich glaube das schon. Also, das war jetzt kein. Das ist komplett. Aber ich seh keine Logik außer. Ich seh keine Logik nicht außer einfach alles abdrehen und niemand was. Hä? Das war jetzt ein bisschen komisch. Das war jetzt ein bisschen komisch. So, das war jetzt der letzte Schlüssel, gell? Ein Stuhl. Einmal weiterdrehen gibt eine Achtelladung. Ja, dann musst du aber bei den anderen Teilen musst du dann eine volle Ladung haben. Hä? Nein. Aber ein paar so vereinzelte seltsame Rätsel hat es bei den anderen Teilen auch gegeben, so ist es nicht. Vielleicht haben wir es auch wieder einfach nur mit mehr Dusel als Verstand ausgebracht, who knows. So, rein in den Stuhl. Mr. Baudo, mir nicht zu viel. Schau im Blätschmerz, Wieso soll ich denn das jetzt tun? Was ist ein Blätschmerz? Haben Eulen Knie, gelöst und erklärt. Ja, Eulen haben Knie. Sie haben eine Patella, Kniescheibe. Aber bei den meisten Eulenarten bedecken Federn ihre Knie. Aber Leute, Kinder, das kann ich euch so nicht vorenthalten. Moment, das müssen wir selbst sehen. Guter Punkt. Merci fürs Aufmerksam machen. Steffi hat auch was reingeschrieben, aber da, also, damit wir beim Biergau auch was lernen. Ja, so, aber ich tue jetzt da ein Bild einfügen. Ein Bild. Wo habe ich das jetzt hingespeichert? Also erst einmal, das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe bloß nicht gewusst, wie ich es sagen soll. Genau das wollte ich sehen. Schau doch mal an, wie lang das die Haxen von der Eule sind, Alter. Was ist, what the fuck? What the fuck ist das? Stell dir vor, die geht dann so. Halt doch dein Maul. Ja, komm her wieder auf, du. Komm her, hau ab. Und dann hab ich noch eins. Das, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ohne Scheiß. So schaut der Nocker die Eule aus.
So schaut der Nocker die Eule. Ich meine, schaust du? Da? Warte, jetzt soll ich noch schnell. Warte, ich muss das noch schnell mit dem Sound untermalen. Kurz. Warte. Ah, das ist schade, dass ich den Sound nicht irgendwo auf dem Button habe. Warte. Achtung. Und. Warte, nochmal machen wir mit Effekt. Warte, ich versuch's zum Animieren live. Pass auf. Ja, komm, hau ab! Hau ab! Ja, genau, wenn du am Sonntag aufstehst. So die ersten 2 Sekunden so. Jesus Christ. So. Juleila! Der Bürger, ich schwing mir jetzt im Nachschau-Squad, Bürger, Bitches T-Shirt. Wo? Eines Tages, Juleila, eines Tages kriegt es. Und ich werde einfach knocken die Frau vorne aufmachen. Na, der Rest ist schwarz. Mit 3 Depf. Ja, 3 gibt's schon seit Total Recall, machen wir 4. Wie so Alter. Mit vorn. Juleila, gute Nacht. Viel Spaß im Nachschau-Squad. Allzu lang der wir heute nicht mehr. Ich bin glaube ich, so lang wie heute war ich schon lange mehr wach. Ich sag das, wie es ist. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt da einfach aufgesessen habe. Das ist, glaube ich, keine gute Idee gewesen. Natürlich. Steffi, wir brauchen einen Nocker die Eule mit ganz furchtbar langen Haxen auf dem Jahresmerch. Hilft nicht. Steffi Stadi und Screenshot. Okay, bitte Start. Was rede ich eigentlich? Was rede ich denn eigentlich? Beste Frau am Platz. Da was da, oh, ich bin da aus dem Arschloch aus dem Boden rausgekommen wahrscheinlich. Was ist da los? Das war kein Topf. Das gehört so. So, was passiert jetzt, wenn ich da die Schallplatten auflege? Dann kann man nicht. Ja, aber was genau soll ich jetzt da? Ich sitze mir noch mehr auf. I'll do it again. Die Ollen sind dort draußen. Sky. Ja gut, können wir nix tun. Die Frage ist, was wir jetzt noch tun müssen. Da, Moment mal, da war noch was, da haben wir noch die Symbole, nochmal die gleichen Symbole da. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Was? Nee? Okay. Ich hätte jetzt einmal geschätzt, das ist so wie ein Aufzug. Schaut ein bisschen aus, da unter uns in die Füße, schaut ein bisschen aus wie die Zeichnung auf der Gangschaltung. One of these is not like the others. Do you believe in love? Auf der Knie. Aber was hilft uns jetzt die Scheiße da? Verdammt. Was sagt ihr schon? Habe der Chef, bin jetzt vom Stammtisch heimgekommen, haben jetzt in die Nachschau geholt. Haben Sie sich hinein, merci für den 5er Kuss auf den Nuss, viel Spaß, grandioses Spiel, genau wie die anderen 2 Teile auch. Da gibt's einmal gar keine Reide nicht. Spiel die Eulenhymnen. Ja, wie haben denn die Eulenhymnen?
Zieh einen Rock auf. Da, es gibt schon wieder ein paar, gell? Die haben schon wieder Screenshots gemacht und wichsen sie jetzt eins auf. Oh, da ist was. Oh, steht was in der Wett drin. Aha. Noch mehr Schallplatten. Eine andere. Was passiert jetzt, wenn ich die einstecke? Ja. Haben kleine Mädels Kniescheiben. Hey, muss das. Nein, das sag ich jetzt nicht, weil sonst kommt wirklich das FBI. So, jetzt pass auf. Jetzt drehen wir mir wieder. Scheiße, was war das für ein Raum? Was war denn das für ein Raum mit der. Was der oder was? Nein, das war der mit. Das soll ein Bett darstellen. So schaut's aus. Und ganz links war dieser Plattenspieler. Das ist nämlich nicht der Plankton, der da liegt und sich in den Arsch fägeln lässt, sondern der Bett. Ja, was soll ich machen? Ja, genau, und dann muss man auch noch irgendwas aufhängen können oder so. Und schauen wir mal. Oh, leck, Alter, weil ich mir das merken kann, was da gespielt wird. Das hört sich alles gleich an. Ja, ich hab mir's gerade gedacht, das ist natürlich die Melodienreihenfolge für den Aufzug. Also, wie soll ich mir das jetzt merken? Wie soll ich mir das jetzt... Und ihr braucht ja überhaupt nicht schweizen, keiner von euch kann das merken. So, relativ tief. Dann mit hohe Trompeten. Tief, hohe Trompeten. Wieder relativ tief. Okay. Lö, 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 lö. Di, 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 di. Lö, 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 lö. Di, 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 di. Und dann melancholisch. Tief, ho, melancholisch. Probieren wir es. Vielleicht hören wir es ja ganz leise im Hintergrund irgendwo, who knows. So, wenn das funktioniert, frisieren scheiß Besen. So, wo waren wir? Beim Stuhl waren wir, gell? Oder war es der Stuhl? Ja. Was am Stuhl? Was hat der Sprenger schon wieder geschrieben? Düdelü, düdelü, da 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 da. Alter, denk mal, der Druck. Achtung! Das ist tatsächlich das erste. Das ist das zweite. Da ist auch ein falscher Ton drin, das ist mir aber vorher nicht aufgefallen. Kann auch das erste gewesen sein. Das kommt nicht vor. Es sind bloß 3 Melodien. Ich darf jetzt tippen auf, probieren wir das, warte mal. Ich weiß halt nicht mehr, ob dieses Xylophon-Ding da drin war. Das ist auf alle Fälle der zweite. Dann ist eins. Was soll ich denn? Was soll ich denn? Ha! Sag's ihm! Nix 1, 2, 4. 4, 2, 1 ist. 4, 2, 1. Marcel hat's richtig. Melone hat's richtig. Marcel hat's richtig. Max hat's richtig. So, jetzt kann ich den Bums da kurbeln oder was? Oh, ich mit dem Bums. Wieso kann ich nicht kurbeln? Hallo? Ach, die was?
Einmal haben wir es rundum geschafft. Ja, warum du kommst denn da zurück, du Rennviech? Okay. Okay, und wie es weitergeht, das schauen wir uns dann nächste Woche an. Woo, okay, bye! Ah, ich heb mich selber auf dem Mikrofon. Ah. Der rotierte Jesus. Der Flo schreibt, bester Stream zum Einschlafen. Ist jetzt das gut oder schlecht? Knilwutzler, Babys kommen ohne wirkliche Kniescheibe zur Welt. Im Ernst jetzt? Haben Babys keine Kniescheiben? Dann haben Babypinguine auch keine. Ja, ich nehme die Vinylschallplatte. I think I've seen something like that. Knilwutzler! Mir ist wieder Zwickel. Übrigens, keine Ahnung gesagt. Bierger und Gamepad. Ja, was soll ich machen, Alter, wenn ich 3-mal im Jahr ein Gamepad in der Hand hab? Was du jetzt? Achso, was? Warte mal. I saw glowing feathers on the wall somewhere. Okay, da haben 1, 2, 3, 4, 5 Symbole für Traumweber. Und ich glaube, unterscheiden lassen sie sich mit dem untersten kleinen Symbol, mit dem Totenkopf, mit dem Diamanten, mit einem Kreis oder mit einem Bladel. Jemand schreibt das mit der mit der Ori, das heißt Kreis Mond. Kreis. Scheiße, was? Gibt nur einen Mond. Ja. Und jetzt? Ja, ich check's schon. Wir können uns jetzt einen Traum einstellen. Ich hab jetzt bloß vergessen, unterm Obi-Fahren ist mir wieder eingefallen, Kruzifix, ich muss den Traumweber vielleicht auch wieder nach unten fahren, damit er funktioniert. So, das machen wir vielleicht diesmal eine Hausnummer geschickter. Warum? Irgendjemand hat das geschrieben, das ist einfach da jetzt gerade gelesen, irgendjemand hat geschrieben, das mit der Eichel. Wie kommt es drauf, dass das mit der Orgel das Richtige ist? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Geibefisch schreibt, die Knirscheibe ist schon da, sie ist noch nicht ganz ausgebildet, aber sie existiert schon von Anfang an. Das heißt, sie ist ein wenig lapprig, die Knirscheibe. Was ist ein Traumweber? Dachte, das ist ein Traumfänger. Weißt du, wie ich jetzt auf Traumweber gekommen bin? Jedes Mal, wenn ich das Wort Traumweber sage, denke ich an Dreamweaver. Dabei heißen diese Dinger halt Dreamcatcher. Dreamweaver ist mein Programm, mit dem ich Internetseiten baue. Und der Dreamcatcher ist ein Film. Und das Teil, das da hängt. So, das mit der Orche war es ja dann wohl nicht. Das mit der Eichel war es ja dann wohl nicht, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich da 5000 Mal hin und her fahren. Hashtag labbrige Knierscheiben. Absolut richtig. Das Dreamweaver nicht von Macromedia ca. 2004. Nein, ja, also ich weiß nicht, ob der Dreamweaver noch weiterentwickelt wird. Ich habe da eine mittlerweile 15 Jahre alte Version vom Dreamweaver. Ich habe mich einfach dran gewohnt. Und für das, was ich programmiere, brauche ich nicht mehr. Vielleicht mit der Anzahl der Federn schauen. Schauen wir mal nochmal. Also Federn sehen wir da keine.
Mondviereckblatt. Der Mond war in der falschen Richtung. Das war jetzt gerade meine Überlegung. Wir müssen halt wahrscheinlich die Symbole finden. Was, wenn wir das jetzt deren? Weißt du, wie ich das normalerweise mache? Ich mache so. Machen wir einen Screenshot. Irgendwie hab ich das dumpfe Gefühl, das haben wir schon einmal so gemacht. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, das haben wir letztes Mal auch schon so gemacht. Und, so, dann machen wir das da auf. Und dann schauen wir uns das einmal an. Brauche nicht die ganze Zeit das 100.000 Mal ausprobieren. Dann machen wir so. 3 gibt's. Karo. Ja, den Kreis gibt's nicht. Ein Totenshell gibt's, aber der Mond schaut in die richtige Richtung. Das gibt's. Es gibt aber auch, gibt's ein Viereck? Nö. Es gibt aber auch zum Beispiel, nein, das gibt's auch nicht. Ja, du musst das einzige finden, das sie da nachbauen lässt, und das ist das da. Probieren wir es nochmal. Das ist ein bisschen cheaten, aber also mir wurscht. Aber hätten sie es nicht so machen dürfen. Noch asozialer war es gewesen, wenn ich jetzt mal in die Bücherei gehen müsste zum Nachschauen. Dann hätte ich hergeschissen. Hätte ich angefangen, als ich mit meiner Scheiße schmeiß. Stell dir vor, der schmeißt mit seiner Scheiße, was uns da los ist. Es fehlt noch eine Feder. Wie? Warum? Wo soll ich jetzt hier Feder herzaubern? Geht die Traumsequenz langsamer? Nein. Aber was für Feder? Liegt oben am Tisch. Okay, war ich wieder komplett blind. Schucke. I'm on my way. Kisten. Da ist eine Kiste mit Federn, aber da kann ich wahrscheinlich nichts tun, weil ich jetzt noch an dem Lift dort bin. Ich glaube, dass ich da generell herum nichts tun kann. Das ist einfach, so ehrlich muss man auch sein, so schön sich der Rest jetzt gerade gespielt hat, das ist halt einfach beschissener Try-and-Error-Schrott. Hab ich jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl. Das ist einfach Try-and-Error-Schrott. So, was haben wir jetzt gerade? Einen Totenshell haben wir gerade. Das ist richtig. Sie hat aber irgendwas von einer glühenden Feder gesagt, oder nicht? So, wir können das Bladel machen. Da unten haben wir kein Quadrat, das funktioniert nicht, aber wir haben zum Beispiel hier unten einen Kreis. Und dann gehört da unten das Ding hin und oben so ein komisches Oval mit den Öhrchen nach oben. Nein, das ist falsch, die Dinger müssen nach oben zeigen. Das heißt, es gibt's nicht, das Ding. Gibt's einen Mond? Jawohl, aber es gibt kein Viereck nicht. Bringt's mir auch nichts. Da haben wir das Ding, da haben wir den Mond und da unten. Das haben wir gerade gemacht. Macht keinen Sinn. Und dann haben wir oben, gibt es oben ein Dreieck und unten das Ding haben wir noch nicht. Aber es gibt unten kein Rundes. Es gibt hier kein rundes Etwas. Es gibt bloß die Gickerlhaxen und die haben da gar nicht eingezeichnet. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Probier es jetzt einfach mal eiskalt so. Vielleicht ist das runde Ding ein Platzhalter für irgendwas, keine Ahnung. Bei der traurigen Lichtertante an der Wand. Ah, guter Punkt. Ja, stimmt! Okay, das versetzt uns überhaupt nicht. Feder auf dem Tisch kann ich nicht nehmen. Kann ich nicht nehmen, aber ich weiß ganz genau, was ihr meint. Und zwar nicht in der Bücherei, sondern... Looks like this weasel managed to find a way to escape with his stupid jar. Und zwar müssen wir da hin zu dem Lichtautomaten.
Da unten sind rote leuchtende Federn, siehst du das? Kann man da nicht aufklappen, meinst du? Na. Mal. Na. Irgendwie muss man diesen Stor nehmen können. Links ist eine Feder. Und so da am Stab dran. Na, aber da waren wir schon. Und ich habe einen Traumfänger nicht runtergefahren. Ja, das ist richtig. Trotzdem ist mir vorher schon aufgefallen, dass da... Oder? Dass da rote leuchtende Federn an der Wand sind, aber das scheint nichts damit zu tun haben. Mr. Hey, Mate, 15! Aber die kostet Set, alle kann ich ausrupfen. Nicht wirklich. Ich habe auch keine Items mehr. Ich habe bloß die behinderte Schallplatten da. Die mich vorher umgebracht hat. Also da können wir auch nichts mehr da. Lady Charity, ich weiß, dass dort Federn drin sind, aber ich kann damit nicht interagieren. Oder kommen wir bei dem Schieber was da? Nein, ich komme gar nicht an der Eule vorbei mehr. Also ich komme da nicht nach rechts. Ich komme da nicht nach rechts. Seil kann ich auch nicht interagieren damit, das probiere ich jetzt noch einmal ein letztes Mal. Seil. Ne. Viereck, Mond, Totenkopf. Da hat bei einer Komplettlösung reingeschaut. Da hätte ich jetzt dann sowieso darum gebeten, weil sonst sitzt man an der Stelle noch eine Stunde. Jetzt gehen wir mal noch mal da durch. Aber die mit dem Totenkopf haben wir doch schon gemacht. Wenn du die Traumfänger änderst, kannst du die Federn rechts unten nehmen. Meinst du die da wo ich stehe, da kann ich nicht interagieren damit. Ich mag jetzt nicht drucken, weil sonst fahre ich mit dem Lift wieder nach unten und dann flippe ich aus. Ich kann da herum nichts da. I think I've seen something like that. Ach so. Boah, leck, wie sollst denn da drauf kommen? Jetzt ernsthaft, wie sollst denn da drauf kommen? Jetzt im Nachhinein, okay, gebe zu. Ich gebe zu, die Dinger haben ein bisschen leicht mehr hervorgehoben als alles andere. Okay, Kim. Niemals. 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 War da herin jemand draufgekommen, der es nicht schon gespielt hat oder gerade in der Komplettlösung geschaut hat? So, die Frage ist jetzt, was soll ich mit den scheiß Federn? Sag ich irgendwas von Federn, wie viele Federn, dass wir irgendwo brauchen? Haben bloß Punkte. Wie viele Federn brauche ich? Was weiß ich nie, Alter? Woher weiß man jetzt, wie viele Federn das wir brauchen? Da steht nichts von Federn. Warte mal, ich kann es euch auch noch mit sagen, ich hab's im Discord drin. Da ist nichts von. Leuchtende waren es 4. Ach so, ihr meint die Anzahl in dieser Lichtgeschichte da hinten muss da am... Ja gut, aber da war schon einiges mal. 1, 2, 3, 4. So. Und mit meiner Theorie war ich schon richtig. Jetzt pass auf. Das war Diamond, Mond, Totenshell. Und dann lassen wir den jetzt oben und dann hoffe ich, dass das jetzt einmal funktioniert. Das mit den Federn ist eine zahge Geschichte. Aber gut, für sowas gibt's einen Chat, was soll ich machen? Für irgendwas müsste es auch gut sein. Nee? Na, unten 4 Federn, also 6 insgesamt. Wie kommst du da drauf? Wie kommen Sie da drauf? Ich lass mich trotzdem mal runterfallen. Irgendwann Totenkopf 4 Federn. Wie soll denn jetzt ich da...
die ganze Zeit schreiben die Leute, es waren 444. Jetzt mache ich 4 und schreiben sie, nein! Ja, dann wir jetzt 6 Federn hin. Lösung sagt 2 Federn oben und dann 4 Stück unten. Also, das war bis jetzt der zacheste Teufel, weil wie sollst du da drauf kommen? Erstens schon mal, dass man da überhaupt Federn ohne hängen kann. Das hätte bei mir schon den letzten Nerv gekostet. I think I've seen something like that. Kann man es da vielleicht irgendwo auslesen? Auch nicht wirklich. 2, 4. So. Ich kann das übrigens nicht bestimmen, wo die Federn hinkommen. Ich kann bloß draufdrucken und dann kommen die so nach der Reihe. Also muss fast das sein. Wollen wir es nochmal. Dieses Rätsel war mir nun zu weit hergeholt. So, das ist, weil ich niemals drauf gekommen. Niemals. Ich sehe einen Zusammenhang immer noch nicht. Also, dass die einzige, da haben 5 Symbole, also Symbolkombinationen in dem Buch drin. Das lasse ich mir eingehen, weil manche Kombinationen, die anderen Kombinationen kriegst du gar nicht hin, weil es die Symbole nicht gibt, oben oder unten. Aber das mit den Federn, das check ich nicht ganz. Na, jetzt ist es gekommen. Kapitel 7! Oh Gott! Ja, wie das weitergeht, das sehen wir nächste Woche. Okay, bye. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alle, die sich nach dem Gameplay direkt schleichen, Like-Button smashen, Abo da lassen, Glocke checken und wir sehen uns nächsten Montag spätestens wieder. Wer sich schon wieder schleicht, ich wünsche Ihnen vorab, sehr weit vorab, aber ist ja wurscht, vorab ein schönes Wochenende. Nächste Woche, Montag, spielen wir Split Fiction mit einem Gast, nicht der Bürgerin, so viel gleich schon mal. Jetzt warte mal, jetzt muss ich da jetzt mal spät zu machen. Ausgang, lädt. Haben wir schon gespeichert? Ja. Warte mal, kurz überprüfen, ob wir gespeichert haben. Spielen. Kapitel 7, der Albtraum. Perfekt. Perfekt! Die Spiele machen einfach Spaß. Es ist einfach so. Das habe ich letztes Jahr schon festgestellt, da kann die Community mitmachen, das kann man schon 2, 3, 4 Mal spielen, auch hintereinander. Vor allem, weil ich merke, eure Interaktion mit dem Chat ist so viel her, ihr habt auch Bock zum Mitspielen und so weiter. Das ist gut. Solange keiner drin sitzt, der wirklich bei jedem Scheißdreck immer die Komplettlösung auffährt und nach 3 Minuten einer schreibt, wie es ist, rotzt einfach selber mit. Alter, es gibt 12 Kapitel. Echt? Da haben wir schon über die Hälfte hinaus schon hin. Wir haben Bock. Ja, und es ist halt reinstes Backseat-Gaming. Wobei halt auch sehr viel Schwachsinn gekommen ist. So ist es nicht. Bernie schreibt, ist ein gutes Game für Streaming und ich kenne keinen, der das sonst streamt. Hashtag Monopol! Erinnert mich stark an Frambo, das geht. Frambo kenne ich nicht. Da die Repo einmal sein. Ich hab's mir kurz einmal angeschaut, ich sag, das ist, ich verstehe nicht, was das sein soll. Was ich mir heute Nachmittag gekauft habe. Mechabellum ist. Sagt Dreamhaven jemand was? Weiß jemand, was Dreamhaven ist? Die Jessie haut sich hin, Jessie hauen sie rein, auf Wiedersehen. Na, der Bernie hat Ahnung. Dreamer und der Zampel nicht. Lady Charity, schön was. Bin schon auf den Rest gespannt. Lady Charity, nächsten Mittwoch spielen wir weiter. An dann dem hier. Genau. Also offensichtlich wissen es mehr Leute nicht. Es gab mal eine Zeit. I was there, Gandalf. 3000 years ago. Da hat Blizzard richtig gute Spiele gemacht.
Und mit richtig gut meine ich so richtig gut, dass sie alle anderen die Finger danach geschleckt haben, so gute Spiele zu machen. Und das meine ich jetzt ohne Ironie. Vielleicht ist der eine oder andere hier drin so jung, dass er diese Zeit nicht mehr kennt. Die ist aber 15 Jahre her. Ich behaupte, StarCraft 2 war ein letztes richtig gutes Spiel. Richtig gutes Spiel. Seit Diablo 3 merkst du, dass das bergab geht. Und zwar im freien Fall. Bei WoW war es so, im Vergleich zu vorher und so weiter und so fort. So. 2018, Mitbegründer und CEO von Blizzard, damals vom alten Blizzard, Mark Morhaime, hat 2019 oder 2020, da müsste ich mich täuschen, ich glaube es müsste 2020 gewesen sein, ein neues Entwicklerstudio mit einigen alten Blizzard-Entwicklern gegründet. Und das heißt Dreamhaven. Und ein Spiel davon ist zum Beispiel, das ist schon released, das glaube ich war ja ein erstes, Mechabellum. Ist ein Autobattler, ähnlich wie TFT, bloß in sehr komplex und ich habe nicht lang gespielt, ich glaube eine Stunde oder so. Und dann habe ich dann habe ich gespannt, wie viele Einheiten und Mechaniken das zum Lernen da sind auf einen Schlag, dann habe ich Abpunkt. Egal, ist vielleicht einmal was für einen Stream, einfach mal zum Herzen. Und da war, glaube ich, gestern oder vorgestern, war die erste, ich nenne es jetzt einfach mal so ein kleiner Pressemitteilungs- das ist ja nicht Autobattler, nicht mit ETT. Ich verstehe es, ja, wenn ich von Blizzard spreche, dann ja. Das ist nicht auf den alten Leuten vom Morhaime und so weiter gewachsen. Ja, ganz furchtbar wichtig. Da hat es noch keine WoW-Marken gegeben, da hat es noch keinen schon einen Ingame-Shop gegeben. Ja, zum Schluss aus. Ich sag mal, seit Activision Blizzard übernommen hat, da hat das angefangen, dass beschissen wird. Und das hat der Morhaime auch nicht recht lang mitgemacht und ein paar andere und sind dann gegangen. Und die haben gestern ein sehr interessantes Spiel vorgestellt. Was, ich hau jetzt da einfach mal den Link da rein. Jetzt pass mal auf. Scheiße, wie heißt's? Das habe ich gestern zum ersten Mal gesehen. Wildgate. So macht playwildgate.com. Wen es interessiert, ich hau jetzt einfach mal einen Link in den Chat rein. Jetzt pass auf. So. Leider Gottes, sehr quietschebunt. Das ist eigentlich das einzig Negative, was ich am Anfang jetzt da aus dem Spiel aus sehe, wenn wir unseren Trailer anschauen. Also warte mal, können wir uns das vielleicht einfach schnell miteinander schauen? Weil ich das eine ziemlich witzige Spielidee finde. Als hätte Sea of Thieves, Tarkov, bisschen Tarkov, nicht so Hardcore-Shooter-mäßig, es ist ein Shooter, aber kein Hardcore-Shooter. Eve mit Eve/Wing Commander, Tarkov, weil Extraction-Mechanik und Sea of Thieves in Space ein Kind kriegt. Jetzt pass auf. Wildgate. Wildgate, Ex-Blizzard Devs FPS, das ist Wildgate, es dauert 2 Minuten 2. Game Overview. Jetzt machen wir mal das auf und das andere dauert 4 Minuten, weil aus dem Trailer sieht man nicht recht viel, was das für eine Art Spiel ist. Schauen wir es uns einfach schnell um miteinander, wenn ihr Bock habt. Also quasi Starfield. Nein. Das ist kein Solo-Player-Spiel. Habe ich zuerst auch gemeint. Ich habe zuerst auf so einen Overwatch-Klon oder auf Concord 2 tippt. Aber nö. Dann habe ich aufgepasst, habe ich geschaut und habe gesagt, hey, jetzt Moment einmal, wie funktioniert das genau? Hab den Entwickler da so ein bisschen zugehört. Man kann sich da für den geschlossenen Spieltest anmelden. Auf playwildgate.com, auf dem Link, den ich euch da in den Chat eingepflanzt habe. Kostet nichts und ich glaube, der geht los am 10. April. Wenn ich da einen Key kriege, streamen wir es einmal, weil warum nicht? Die Original-Ex-Blizzard-Mitarbeiter sollten mir eigentlich schon einmal eine Chance geben. So, jetzt pass auf. Halten wir jetzt die Goschen, damit es nicht ewig dauert. Schauen wir uns den Bums mal an. Ah, Flashbang! Flashbang! Chat machen wir das mal aus. Damit das da nicht verdruckt. So, dann halte ich einfach mal mein Guschal und drücke dann, je nachdem, wann ich morgen drücke, mal auf Pause, um was zu erklären. Welcome to the Reach, a vast realm of discovery and brutal explosions.
But hey, I'm sure you'll be fine. Now, you're gonna need a tough team. Das ist einmal der erste Hinweis. Der ganze Grafikstil erinnert schon sehr ans alte Blizzard, so ist das nicht. Ich meine, für meinen Teil hat Blizzard diesen Grafikstil erfunden und perfektioniert. Darum funktioniert WoW mit dem gleichen Grafikstil wie vor 20 Jahren immer noch genauso wie heute und alle anderen kopieren. Und was man da sagt, du hast ein Vierer-Team, also du spielst das Koop mit anderen Leuten und bist da in einem Raumschiff drin. Und dann geht's einfach mal weiter. Time to break something. Hello, Luke. And an even tougher ship. Quality upgrade. Keep her flying, and you'll find wonders beyond your wildest dreams. Oh, yeah. Wildgate open. Or the other crews will blast you and take your loot. That's a distinct possibility. The artifact is getting away. So get ready. Blast 'em! When your airtight plan goes out the airlock, Into the fray. improvise. Sagt irgendjemand schon so ganz grob raus, was es ist? Ich hab's nämlich beim ersten Mal anschauen nicht gecheckt. Ist jetzt ein Shooter? Ist ein Arena-Shooter? Fliege ich mit einem Raumschiff rum? Was zum Fick mache ich hier? Use your turrets. Stealing their stuff. Hell, use their turrets. Traps, tractor beams, big red buttons. Overloaded their reactor. Because the Reach gives. Resources in. Coming in hot. Also man hat Raumschiffschlachten, das ist der Teil, der mir ein bisschen an Sea of Thieves erinnert. Das heißt, du bist mit deiner Crew, du und deine 3 Spätzl in so einem Raumschiff drin, dann gehst du durch so ein Wildgate, bist dann in so einer kleinen Arena, das haben die Devs gestern in diesem Entwicklervideo, wo ich gesehen habe, kurz erklärt, dann bist du in so einer Art Arena, in Space, und fliegst da mit deinem Raumschiff rein, das ist der Teil, den ich als Sea of Thieves in Space sage. Also du kannst das Raumschiff steuern, du kannst da Kanonen ohne bauen und auf die anderen gehst durch so ein Wildgate in die Arena rein und noch 4 andere Teams auch. Also insgesamt, was haben sie gesagt? 20 Leute, 5 Teams. Und dann versuchst du in dieser Arena da drin das sogenannte Artefakt zu bergen oder andere Sachen zu machen. Vielleicht sieht man noch ein bisschen was im Trailer. And the Reach takes. Damage! Major damage! Ja, ich habe jetzt Sea of Thieves nicht so lange gespielt, aber wenn ich das, warte, ich tue mir nochmal zurück. Reach takes. Damage! Major Wenn ich das sehe, die ganzen brennenden Sachen innerhalb vom Raumschiff und so weiter, das ist doch bei Sea of Thieves auch so, dass dann unten am Bug im Wasser einer, das muss jemand zunageln, irgendjemand muss Wasser rausschöpfen und so weiter, dass ich die Crew zusammenspielen muss und so weiter. Das ist eigentlich, wenn das nicht von Sea of Thieves abgeschaut ist, dann weiß ich es auch nicht. Also es muss ja noch nichts schlecht sein. Blizzard macht das übrigens schon immer so, dass die Spielprinzipe, die funktioniert, nimmt und einfach auf dermaßen Hochglanz poliert, dass es bloß nur raucht. Also das hat Blizzard früher so gemacht. Jetzt macht Blizzard erstmal einen Ingame-Shop und dann schauen wir mal, wie es dann wird. Und Grafik ähnelt auch sehr Sea of Thieves. Ja, Sea of Thieves ist auch sehr Comic-mäßig. Can't promise fame and fortune here. Mine layer here! Or that you'll even make it back. Get to the gate. Go, 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 go. But I can promise this. Genau. Und dann musst, wenn du das Artefakt hast, musst du aus diesem einer Gate raus. Und spätestens da, es ist im Prinzip wie ein Tarkov, der Extraction Point. Warten entweder alle oder was weiß ich. Get to the gate. Go, 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 go. But I can promise this. That's my artifact. It's gonna be one hell of a story. Genau. Angeblich kann man feindliche Schiffe kapern. Genau. Lauter, das schreit nach Community. Das ist sowieso, Herr Staudi, das ist eh klar. Irgendwann kommt es, dass man bei Blizzard einen Ingame-Shop auch kaufen muss. Das kann gut sein. Und das finde ich das erste interessante neue Spielkonzept oder mehrere Spielkonzepte ineinander, die ich interessant finde seit sehr langer Zeit. Da hat sich jemand was denkt dabei, um verschiedene Genres miteinander zu konzipieren. Der Bernie hat vorher was, unsere Gehirne verschmelzen bereits, genau das gleiche habe ich mir gestern auch gedacht, wie ich es gesehen habe. Das in der Doom-Optik.
dann habe ich einen Seehandständer in der Hosen, das nur noch raucht. Mir fragt so, dass Nuclear Dawn so untergegangen ist. Da kann ich jetzt nur zustimmen, weil das kenne ich auch nicht. Ich kenne echt viel mittlerweile, aber es kommt auch so viel Zeug und vor allem so viel Schrott, dass ich auch nicht mehr alles kennen kann. Stimmt. Ja, keine Ahnung, das wollte ich euch sagen, weil ganz ehrlich, meldet euch an, da, hier. Ich werde dafür nicht bezahlt oder sonst irgendeine Scheiße. Ich habe es nur selber interessant gefunden, aber gedacht, hey, bevor es untergeht, vielleicht haben die Leute noch nicht einmal mitgekriegt, dass das Ex-Blizzard ein Chef und vor allem ein Haufen Mitarbeiter, die an StarCraft gearbeitet haben und WoW und so weiter und so fort, ein eigenes Entwicklerstudio gegründet haben. Jemand hat vorher gerade noch geschrieben, die publishen Indie-Games, das kann gut sein. Ich glaube, das ist auch nicht direkt ein eigenes Studio, das entwickelt, sondern Moonshot Studios. Steht ja da unten, Dreamhaven und Moonshot. Ja, die haben jetzt seit 5 Jahren gibt es und jetzt kämen langsam in eine Spiele aus. Die haben auch noch 2 andere Spiele, aber das eine war so irgendein Rundenstrategie-Ding. Das auch quietschi bunte aus, das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Und irgendein so ein cozy Survival-Koop, irgendwas, da wo ich auch so geil, da bin ich so raus, das ist das millionste Spiel in der Art, brauche ich nicht. Das quietschi bunt dient halt dazu, eine junge Audience zu erreichen. Absolut richtig. Und, was mir einer da auch lassen muss, deswegen funktioniert WoW auch 20 Jahre später noch, das ist das Engine von Warcraft 3. Es ist einfach zeitlos. Der Grafikstil ist zeitlos, der funktioniert in 20 Jahren auch noch. Falls sie das so lange hält, wer weiß, vielleicht wird da voll die brutale, wie soll ich sagen, Competitive-Sache draus. Muss nicht sein, natürlich, schaut jetzt nicht danach aus, aber könnte ja sein. Und ja, Nuclear Dawn war 2019 dumm, ähnliches Prinzip wie Hell Let Loose. Nein, weiß ich nichts davon. Zum spielt lieber Yu-Gi-Oh! Was ist denn da los? Hast du mitgekriegt, dass Witcher 4 auf 2027 gelegt haben? Wie gelegt? Verschoben oder haben sie einmal grob angekündigt für 2027? Das wird sicher gut. Das wird dann wieder 3-mal verschoben wie Cyberpunk und kommt am Anfang wieder totaler Ausfall raus. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ja, ich wollte es ja bloß sagen, Wildgate, meldet euch an. Ich glaube, am 10. April ist Playtest. Wenn man einen Key kriegt, dann Community-Zock. Aber klar. Frage, hast du schon mal High on Life gespielt? Lebenskünstler, nein, noch nicht. Ich verziehe mir mal einen Löcker nach bei Triple F für den Mods. Steffi, ebenfalls danke fürs Mitnotieren, wie halt immer. Kuss auf die Nuss, hauen sie sich rein. Witcher 4 kommt nicht vor 2030, sage ich. Ich würde sagen 2028, 2029. Bevor ich nicht irgendein Gameplay gesehen habe, mache ich da gar keine Schätzungen. Vielleicht kommt es einfach gar nicht. Und ich sage ganz ehrlich, nach dem, was sie mit Cyberpunk abgeliefert haben, wenn nochmal, die haben wir wieder so weit wie am Montag. Da muss ich leider Gottes wieder mit der Ansage beginnen. Meine Damen, meine Herren, wenn's nochmal so dumm seid und von CD Projekt Red ein Spiel vorbestellt, dann gehört es euch nicht anders. Und wenn's 2028 oder 27, also in 1,5 Jahren, wirklich außer, oder in 2 Jahren, wirklich außerkommen soll, dann kannst du mal Gift drauf nehmen, das mag schon außerkommen, aber spielbar ist ab 2029. Genauso wie sie es mit Cyberpunk gemacht haben. Ihr bestellt die Scheiße vor und ich liebe ein Witcher 3, das ist letztes Jahr, also in der letzten Dekade, das beste Spiel der Dekade, mit streit sich ein bisschen mit Skyrim, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit Sicherheit nur ein paar andere Sachen, Dark Souls 3 etc., aber ist wurscht. Ein Witcher ohne Geralt. Ich schaue mir ja keinen Rambo ohne Sylvester Stallone. Ganz ehrlich, eigentlich interessiert es mich nicht. Nicht falsch versteht, Ciri war schon ein cooler Charakter, aber ich will den Geralt. Der ist der Witcher. Nicht die Ciri, nicht, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie Compadre da geheißen hat, sondern der Geralt. Alles andere interessiert mich nicht. Und, ich lege meine Hand ins Feuer, sie ist eine Lesbe. Birger hast du den Trailer von Blood of the Dawnwalker hochgeschaut. Soll vor die Original Witcher 3 Dev sein, hab ich gehört. Blood of the Dawnwalker. Dawnwalker! Alter, der heißt Dawnwalker, oder was? Was ist denn das? The Blood of Dawnwalker Cinematic Trailer. Ein Cinematic Trailer, der interessiert mich halt gar nicht, gell?
Warte mal, muss ich mich kurz draufklicken und mir die Must be here somewhere. Ja, der Cinematic Trailer interessiert mich halt nicht, gell? Den habe ich gesehen, den glaube ich haben wir auch schon mal angeschaut, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ein bisschen Gameplay sagt man, aber das ist halt auch poliert wie die Sau, abwarten bis Gameplay da ist. Ansonsten schaut es mir ein bisschen an wie ein Souls-like, kann das sein? Oder einfach wie Dark Souls im Vampir-Universum aus. Da gibt's auch nice. Ist zwar noch in der Early Access, kommt aber bald. Fuck, wie hat's denn geheißen? Ist auch Souls-like. Warte mal schnell, finde ich das auf die Schnelle aus. First Berserker Kazan heißt. Das ist schon wieder so ein Name, da wo ich normalerweise sofort so einen Chinesen-Scheiß auslesen und mir denke, nein, ich will das nicht. Und das ist ganz gut ausschaut. Wenn jemand Bock auf so eine Spiel hat. Ja, Weiber schreibt Kazan, richtig. Teaser von Space Marine 3 gesehen, selbstverständlich. VLDL ist schon bei Staffel 2 von Witcher. Was ist ein Vierteldiddle? Herr Lebenskünstler, was ist ein Vierteldiddle? VLDL, weiß ich gerade nicht, was meinst du damit? Dark Queen of Mortholm ist quasi ein Souls-like umgekehrt. Da bist du der Boss. Trap Adventure 2 war halt mal geil für einen Stream. Kennst du den? Nein, kenn ich auch nicht. Das ist halt mittlerweile gekommen auch so viele Spiele aus. Wie sollst denn das? Wie sollst denn das? Das ist ein Trap Adventure. Oh Gott, ja, natürlich kenne ich. Sie kennen es bloß nicht beim Namen. Hau ab damit. Sicher war das lustig für einen Stream. Aber ja, weiß wahrscheinlich wirklich. Viva la Dirt League. Bin jetzt bescheuert. Was ist denn Viva la Dirt? Sagt, das ist aber, ich kenne Viva la Bam, aber nicht. Hallo, ich bin alt. Viva la Dirt. Ach, die, freilich kenne ich, natürlich kenne ich es, aber ich kenne die Sache nicht beim Namen. Oh mei, oh mei, oh mei. Oh mei, oh mei, oh mei. Natürlich kenne ich es, aber ich kenne es nicht beim Namen. Viva la Bam, der von Jackass, ja, der Bam Margera. Das ist nicht der von Jackass, sondern das ist eigentlich der von CKY, aber da hat es wahrscheinlich zu jung, Leute. Da hat es wahrscheinlich zu jung. Ein schlanker Bam Margera, I'm this old, ja, das stimmt. Aber er ist wieder ein bisschen back. Er ist, glaube ich, wieder ein bisschen soberer. Gut, das war schon 5 Mal, seitdem der Ryan Dunk gestorben ist. Und fängt zum 5. Mal wieder zum Skaten noch. Aber diesmal macht immer 2 Schritte zurück, 3 nach vorn. So arbeitet der Bam Margera. Spür einfach Minecraft, dann brauchst du keine Gedanken mehr, weil das geht immer. Nein. Ich glaube nicht, dass wir Minecraft noch mehr angelangen. Jetzt ist 10 vor 11, jetzt halten wir unser Fotzen, wir spielen auch keine, jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Es ist mir stets eine Belustigung, mich selbst zu belustigen. Hahaha, lustig, imaginärer Hut da. Schau, ist gar nicht imaginär, heute ist er so heute ist er 50% transparent, sprenge ich nur für die. Kuss auf die Nuss, Like-Button smashen, wichtiger denn je. Abo da lassen, vielleicht an alle neuen Glocken checken, weißt du, sehr vielen Dank für die ganzen Donations, danke für die neuen Mitgliedschaften, danke für die Resubs und alten Mitgliedschaften, Triple F für die Moderatoren, Quadruple F für mich. So, und jetzt schaut's, dass ihr euch verpisst. Ist voll ungewohnt, weißt du, was voll ungewohnt ist? Jetzt haben wir so über einen Monat oder noch länger jeden Freitag gestreamt. So kurz davor war ich, dass ich mit der gewohnt habe. So kurz davor. Jetzt mal, letzte Woche auch schon, dass ich sage, so sehen wir uns am Freitag. Nein, der wir gar nicht. Ah. Aber, da habe ich noch kurz einen zum Ausscheißen. Da muss ich kurz nachschauen. Halt, stopp. Es kommt der Path of Exile Patch. Aggressioner. Und anscheinend der erste Season Reset. Also neue Economy etc. und so weiter. Jetzt kommt der Nerd-Scheiß wieder raus. Das haben wir Anfang Dezember. Alter, das ist ernst. Das war vor 4 Monaten. Ne? Was ist denn eigentlich? Leck mir am Arsch. Das war vor 4 Monaten. Am 4. April kommt der erste größere Patch 0.2. Und man weiß noch nicht, was kommt. Das wird in den nächsten Tagen, ich glaube am Freitag wird es vorgestellt oder am Wochenende oder irgendwann. Demnächst auf alle Fälle, da ist nicht mehr lang hin, das ist am Freitag in einer Woche. Da kommt der Druide raus. Neue Klasse, neue Ascendancies, neue Items, neue Waffentypen und eventuell, wenn wir Glück haben, sogar der 4. Akt. Könnte passieren, dass wir da mal kurz
Freitag um 8 den Stream anmachen und dann da sitzen bis um später halt dann. Schauen wir mal. So, und jetzt schlägt's euch. Und neuer Skill wollt, oder? Nein, das nicht. Das ist ja der Skill-Tree an sich, der ist ja fertig. Aber es kommen nicht neue Skill-Gems. Also die Fähigkeiten an sich selber. Und Support-Gems und so weiter, wie halt das bei PoE funktioniert. Aber da können wir dann, vielleicht labert man das mir auch nicht so viel im PoE, dass wir in 4 Stunden nicht bloß einmal 10% vom ersten Akt schaffen, sondern wir prügeln wir uns einfach durch. So. Ich habe über 200 Stunden in dem Scheißspiel seit Dezember, beziehungsweise von Anfang Dezember bis Anfang Januar und seitdem habe ich nicht mehr gespielt. Weil ich eben genau auf sowas warte. Economy Reset und eine neue Glas oder irgendwas. So, und jetzt schleichen wir uns davon. Hauen Sie sich hinein, vielen Dank für alles. Wir sehen uns erst am Montag wieder. Das ist ungewohnt ein wenig. So, ich sag's, wie es ist. So, und jetzt verpisst euch! Habel! Weißt du, wie es ist? Hab ich dir recht.